Irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleich dich halt einmal ha. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Machst still dein Bandscheiben, ja? Ja, das ist ja unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema, durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kibis ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig Brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden Was? wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, an Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Ja, guten Morgen, geht da was?
So, einen wunderschönen Samstagmorgen miteinander. Habe der Price, habe der King of Barbecue, einen schönen Gruß in die Türkei und Mr. Billinger. 闇がよく見える。 Saichi 1 Popo GSC Hubst, Dachschaden Ultras. Ich glaube, das sind wir. Mr. Gutzufuß, einen wunderschönen guten Morgen auch an die und vielen lieben Dank für deinen Resub. Hä? Hast du nicht vor kurzem erst geresubst? War da nicht was? Aber egal. Merci dir für deinen Resub im 31. Monat. Vielen lieben Dank. Holy shit, du hast schon so lange dabei. Vielen lieben Dank für deine Treue und weiterhin viel Spaß in der Barzige und viel Spaß mit den Mods. Danke dir. So. Servus, und warum muss um die Uhrzeit schon 25 Grad haben? Ja, Freunde der Sonne, heute wird's verdammt warm. Ne? Also heute, glaube ich, werden die Wetterprognosen stimmen, wenn's gesagt, also sie haben da bei uns gesagt, bis zu 37 Grad. Und ich glaube, das wird eintreffen. Und wisst ihr, was das Bittere an der Geschichte ist? Ich muss noch einen Stream nach Hause machen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Barzi, das haben sie zauberhaft geregelt. Aber gut, es hilft ja mal nicht. Irgendwas muss ich ja tun, ne? Seien wir einfach froh, dass es wieder so schön wird. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon angesprochen gehabt. In der 8, 9 Wochen schaut die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Also, gut, fairerweise 37 Grad reichen die jetzt auch nicht. Ne? Sag ich auch ganz ehrlich dazu, wir gelangen 27. Aber das Wetter lässt sich halt leider nicht machen, gell? Das ist halt einmal so. Und was hat mein Internet schon wieder für Probleme? Das macht hitzefrei wahrscheinlich. Oh, mein Headset, by the way, möchte auch hitzefrei machen. Das sagt mir gerade bei seinem Akku ist leer. Nein, leider nicht mehr, bin gerade im Minger gelandet. Willst du mir jetzt ernsthaft verzeihen, dass jetzt schon wieder über eine Woche um ist? Seitdem du das in den Chat geschrieben hast, dass du in Türkei warst? Heilige Scheiße, wo bleibt denn die Zeit? What the hell? Aber gut, dass du wieder im Lande bist und gut, dass du wohlbehalten wieder zurück bist. Ich hoffe, du hast einen unfassbar schönen Urlaub gehabt. Ich darf halt wahrscheinlich den halben Tag auf der Schafsweide werken. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt für so eine Arbeit, wenn es 33 Grad plus hat. Ne? Wie gesagt, ich hab mein Zeitmanagement halt auch nicht so wirklich im Griff. Ne? Normalerweise sollte ich jetzt rausmachen und dann streamen, aber ich werde halt eventuell mal schauen, werde mich wahrscheinlich noch über 2 oder 3 Jahren mal wieder in die Donau schmeißen, eventuell. Ja, weil ich habe ja quasi so ungefähr 200 Meter unterhalb von meinem Haus, Luftlinie, ist die Donau. Und da haben wir als Kinder immer beim Baden gewesen. Und ich glaube, ich werde das heute im Nachmittag nach dem Rasenmähen eventuell zu meinem Vorteil nutzen. Ja, und da mal eine diven. Jetzt dive ich erst einmal unter meinen Tisch rein, weil ich mein Headset anstecken muss. Was verstehst du immer? Ja, damit das Headset auch Strom hat. So, und Yassi, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute ist Frühschoppen. Heute ist Frühschoppen, das stimmt. Ausnahmsweise machen wir heute wieder mal einen Frühschoppen. Aua, sehr fix. Tastatur liegt. Das war jetzt auch blöd. So, was haben wir so noch? Das haben wir gelesen. Haben wir aktuell 24 Grad in der Bude. Ja, das geht sich bei uns auch hier tatsächlich. Das geht sich bei uns tatsächlich auch hier. Rasenmäh-Stream. Das glaube ich, das unterlassen wir. Ich glaube, ich möchte kaum meine zweit- oder drittklassigen Rasenmäh-Künste vorführen. Das meine ich, lassen wir. Ich stream lieber das da. Weil ich glaube, da habe ich ein bisschen, da kann ich ein bisschen was. So, weißt du, so minimal. So ein bisschen. So, Freunde der Sonne, wie geht's euch denn überhaupt? Das hat die Frage mir noch überhaupt nicht geklärt, abgesehen davon, dass die ersten schon Anschwüsse in der Hosen haben. Ne? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Deswegen haben wir gestern keinen spontanen Stream gemacht. Ne? Das haben wir aber angekündigt. Und um 3:09 oder 10:09 bin ich so aufgewacht und mir denkt so, der Bazi, es wäre mal Zeit, langsam deinen Hintern hoch zu bewegen. Du solltest langsam dich für den Content richten. Normal war er erst um 10 Uhr angesagt gewesen, aber ich hab mir gedacht, durch das, dass es halt so verdammt warm wird, nehmen wir lieber jede Minute Vormittag mit. Weil ich glaube, dass Nachmittag jeder was Besseres zu tun hat. Also vermute ich jetzt einfach einmal. Beziehungsweise kann ich mir vorstellen. Moped-Fraktion wird Moped fahren, Bade-Fraktion wird baden gehen. Gut, Sportfraktion, da gehört ich normal auch dazu, aber das heißt, selbst ich gehe heute nicht sporteln. Ich muss morgen, abgesehen davon. Von daher glaube ich, ist es eine ganz gute Idee, wenn wir heute
jede Minute am Vormittag mitnehmen, die wir kriegen können. Ich glaube, das ist an der Stelle eine gute Idee. Was wäre eskaliert denn schon wieder jetzt? Ah ja, der Herr Rübsi. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Dabats 1 Herz Dabats 1 Servus. Einen wunderschönen guten Morgen, Mr. Ripsi, auch an dich. Und merci für dein Resub im 19. Monat. Das ist so irre, wie lange sie eigentlich alle schon dabei hat. Und Ripsi habe ich gefühlt vor 2 Monaten erst in meinem Chat gelesen. Das erste Mal. Und das sind schon 19 Monate rum. Wie hast du denn das wieder angestellt? Ich glaube, du hast doch eine Zeitmaschine. So gib's ganz ehrlich zu. Danke dir für deine 19 Monate. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen und viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's gut. Was Besseres wie Elden Ring? Glaube ich nicht. Ja, apropos Elden Ring, Freunde der Sonne, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache heute, okay? Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Es ist eine riesengroße schwarze Burg. Also ein Empfangskomitee war irgendein Pseudonilpferd, was wir by the way aber in 2 Tries gemacht haben. Aber ich glaube, das war nicht alles. Also ich weiß nicht, so eine riesige große Burg in Elden Ring verheißt meist nichts Gutes. Wenn ich da aus Erfahrung sprechen soll. Wobei tatsächlich nicht, ich treffe mich mit alten Arbeitskollegen zum Mittag zum Grillen. Ist mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar besser, wenn du mich fragst. Motorradfahren bei dem Wetter macht auch keinen Spaß, ist meine Meinung. Ja, diese Meinung teile ich. Die ideale Temperatur zum Mopedfahren sind um die 20 Grad. Fakt. 20, 22 Grad, nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Wind, ideal. Das habe ich auch gesagt, also. Wenn es zu kalt ist, ist es nichts und wenn es zu heiß ist, ist es natürlich auch nichts. Mario hat den Stern erwischt? Ah, okay. Ja gut, okay, dann ist es in Ordnung. Dann darfst du das. Hau mich mal am PC, brauche ich das Elden Ring Badge. Ja, das habe ich auch gekriegt tatsächlich, obwohl ich eigentlich nahezu... Ja doch, okay, ich schaue schon relativ für Elden Ring DLC, aber halt nur die Streamer, da wo ich weiß, die haben vom Content her vor mir oder halt nicht weiter wie ich. Und dann auch nur so einzelne Brocken. Ich fahre bei 14 Grad genauso wie bei 37 Grad. Ja, du bist ein Hardcore. Ich hab auch einen im Bekanntenkreis, der ist da genauso. Der fährt bei Wind und Wetter. Und wenn's 3 Liter... Ne, 3 Liter von der Straße aufwärts auf der Bahn hat, dann fährt der auch. Das ist völlig egal. Der kennt da nichts. Hatte gestern in der Wohnung 26 bis 27 Grad. Ja, es macht halt dann auch keinen Spaß mehr, gell? Das kann ich schon verstehen. Bei uns, also, es geht. Es ist jetzt nicht kühl, also abgesehen von der Bude da runter. Aber es ist auch nicht brechheiß. Also es geht. Es war schon mal schlimmer. Es war schon mal deutlich schlimmer. Da muss man ja so. Aber gut. Mein Onkel fährt im Winter mit seiner Multi auch, nur der ist richtig drauf. Ja, das sind halt die Hardcore-Biker. Da haben wir einen Milliburm dagegen. Also ich war ein Milliburm dagegen. Ich bin absoluter Schönwetterfahrer gewesen. Also... Ich hab mein Moped, glaube ich, nie im Rennen gefahren. Zumindest nicht, wenn es absehbar war. Wenn ich gewusst hab, es wird regnet, nö, Moped bleibt stehen. Ich glaube, mir hat's in die 10 Jahren, wo ich Moped gefahren bin, vielleicht 2 Meter regnet. So. Also meine Bikes, die wo ich gehabt hab, die haben alle kaum Rennen gesehen, tatsächlich. Einmal, wie wir nach Baden-Baden gefahren haben, zum Lehrgang, zum Kurvenlehrgang, da hat es uns Vollgas der Regen im Minger. Da hat's gehagelt, da hat's richtig weh da. Und einmal waren wir auch im Sauber unterwegs, da hat es auf einmal einen Duschschober da, wo wir gesagt haben, wo kommt denn der jetzt her? Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass man mich richtig angeschifft hat. Schönen Tag, morgen, grüß dich Gott. Ich glaube, ich habe sicher 350 Rennkilometer. Ist ja auch nix auf die Zeit. Von seit 2013 und bin offen ausgefahren. Ja, das hängt aber, man muss auch immer das sagen, wie weit. Also wenn du halt richtig große, lange Touren fährst, über Tage hinweg, ja, dann kannst du es halt auf zwangsweise nicht vermeiden, dass du mal angekriegt wirst. Aber so wirklich weit fort haben wir meistens nicht gefahren. So gerade bei die Hausstrecke nur so mal so 2-3 Stunden. Und das hat's dann auch da, weißt du? Aber gut. Waren schöne Zeiten. Ich vermisse es zwar nicht, aber ich blick gern drauf zurück. Mopedfahren war eine Bereicherung fürs Leben oder eine Erfahrung fürs Leben. Da muss man ja so. Und nicht, da rede ich jetzt nicht nur von der Leistungsentfaltung. Aber es ist halt mittlerweile brutal gefährlich geworden. Also,
denke mir so oft beim Autofahren, wie die Leute teilweise unterwegs sind, da denke ich mir, als Motorradfahrer, weiß ich nicht, ob ich da meinen Arsch auf die Klinge hocken will. Ist jetzt natürlich ein bisschen oberflächlich ausgedrückt, ne? Also es ist halt jetzt nicht so, dass ja jeder sich so verhält, aber es war zu meiner Zeit, wo ich noch gefahren bin, schon teilweise grenzwertig. Zumindest nach Corona. Oder beziehungsweise kurz vor Corona, weil nach Corona habe ich eigentlich aufgehört. Und ja, ich weiß nicht. Ich hab dann, das war eigentlich nur so meine letzte Ausfahrt war eigentlich der Ausschlaggeber, dass ich es hergib. Weil da habe ich mir gedacht, Abendtour, da war es so 5 Uhr auf die Nacht. Ein paar von euch, also im Preis sagt der Sauwald und das ist so mein Hausstreck gewesen. Bin ich an Sauwald umgefahren, da war es 6 Uhr auf die Nacht, nach dem Berufsverkehr, ich glaube es war Donnerstag. Und ich hab frei gehabt und fahre an Sauwald und hätte an dem Abend innerhalb von einer halben Stunde fast 3-mal mein Leben verloren. Und dann war das so der Punkt, wo ich sage, okay, das taugt mir nicht mehr. Ich hab da keine Lust mehr drauf. So, du musst ständig, wenn du beim Bikefahren ständig, so derartig konzentriert sein musst, weil du musst nicht nur für die Dinger beim Biken, wenn du auf dem Motorrad sitzt, sondern du musst für 4 oder 5 andere mitspekulieren. Und das ist halt aber tatsächlich etwas, dass ich mir das antrainiert habe, hilft mir beim Autofahren brutal viel. Ich fahre Auto, wie wenn ich auf einem Motorrad sitzen darf, obwohl ich am Auto, wenn man einer reinfährt, noch immerhin etwas habe. Weißt du? Weil beim Motorrad bist du der eigene Knautschzone. So. Und das war halt im Endeffekt, ja, dann habe ich zu mir gesagt, das ist mir nicht mehr wert. Erstens einmal möchte ich keinen über den Haufen fahren und zweitens einmal möchte ich meine Gesundheit nicht für irgendwelche Blindgänger riskieren, die wo sowieso drauf scheißen. So. Genau. Sind wir nach Südtirol gefahren, bei uns daheim angefangen zu ringen, in Klausen am Hotel Motorrad in die Garage gestellt und aufgehört und waren komplett durchnässt am Fahren müssen, weil wir da so ja, das ist das ist halt dann das Bilderbuch, ne? Es renkt die ganze Fahrt, bis dort passt, hört auf. Und wenn man dachte, das war wegen ein Haus ausbauen, what the fuck? Nein, das hat mir im Haus überhaupt nichts gesetzt. Das war tatsächlich einfach, ja, festgestellt, dass immer damischer wird. Und das war mir halt dann einfach nicht mehr. Es hat sich halt lang vorher schon ein bisschen abkristallisiert, weil da war Corona, dann hast du auch nicht wirklich fahren dürfen und wenn, dann hat es mich meistens nicht mehr gefreut. Dann habe ich andere Sachen zum Tun gehabt. Dann war es so, mein Motorrad, also wie ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe, habe ich ja immer da herfahren müssen, weil das Motorrad da in der Garage gestanden ist. Da war ich dann ehrlicherweise auch oft zu faul, dass ich jetzt die paar Kilometer ins Auto steige, mich hier umziehe, das Bike außer tue, die Lederkombi anwirf, mit dem Bike fortfahre, das Bike wieder daher fahre, mich da wieder abziehe, wieder umziehe, mit dem Auto wieder heimfahre, dann in die Duschen gehe. Da war ich zu faul, sage ich einfach dazu. Und das hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich das Interesse am Motorradfahren verloren habe. Aber Hauptausschlaggeber war halt diese eine Ausfahrt, wo ich dann mich mal herabgelassen habe zu fahren und dann geht es halt 3-mal so dermaßen knapp her, dass ich mir gedacht habe, es war einmal, da bin ich noch nicht wirklich weit gefahren, dann ist mir einer auf meiner Seite in der Kurve entgegengekommen, da wo ich gerade so eine Ausweicher habe können. Der war wahrscheinlich am Handy, keine Ahnung. Das zweite Mal war es ein Radlfahrer, der einfach mitten auf der Straße gefahren ist und wieder nachher an einer Kurve, ne, wo du halt mit 60, 70 einbredest. Und das dritte, da hätte ich bald ein Kind über den Haufen gefahren, weil es einfach über die Straße gefahren ist, mit dem Radl. Wieder mit dem Radl. So, und das waren halt 3 Sachen, da wo ich dann gesagt habe, okay, so und jetzt, das war's für mich. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Stehst du halt immer mit einem Bein im Grab, ich fahr selber. Ja, mal passieren kann da überall jetzt, brauchen wir nicht reden. Du steigst halt ins Auto ein, triff irgendeinen Damischen, der übersägt dich, zack, bumm, dann war's das. Aber der gravierende Unterschied ist halt, du hast halt beim Auto etwas um. Beim Auto geht es halt erst einmal am Blech an, bevor es an deinem Körper angeht. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Auto relativ unbeschadet davor kommst, ist jetzt sehr, sehr hoch im Vergleich zum Motorrad. Bei dir macht das LKW-Fahren viel aus? Ja, klar, sowieso. Du bist so viel auf der Straße. Logisch. Wie gesagt, es hat auch gute Seiten gehabt. Ich hab das vorausschauende Fahren durchs Motorradfahren viel, viel intensiver und viel, viel stärker gelernt als wir mit dem Auto. Weil du halt einfach ganz anders schaust. Da hat jetzt Black gesagt, ich fahre mit dem Auto auf eine Kreuzung hin, ich weiß ja, was ich tun muss.
Aber wissen es die anderen? Ich fahre auf eine Kreuzung hin und schaue auf die anderen 3 Autos, die auf der Kreuzung stehen, und was machen die? Fährt der eine schon ein wenig los? Bleibt der andere auch wirklich stehen? Oder Fußgängerampel, genau das gleiche. Bleibt der jetzt wirklich stehen, obwohl die Ampel rot ist? Das sind lauter so Ticks, die wo du da mit der Zeit einfach mal mit dir mitnimmst. Das lernst, das habe ich durchs Motorradfahren gelernt. Ich kenne den Dreck wie meine Hosen, sage ich, weiß, was du meinst, und da ist halt wirklich um jeden Scherhaufen rundum gebaut worden, aber wenn ich das jetzt auch noch aufhöre, kann ich mich ganz so gleich 2 Meter tief verschaufeln lassen, bevor was passiert. Tu es, solange du Freude hast. Ganz einfach. Und es wird, ich hoffe, er kommt bei Eng nicht, aber wenn dieser Punkt kommt, dann wird er kommen. Da wo sie sagt, okay, es hat keinen Wert mehr. Der hat bei mir kommen müssen scheinbar. Wer weiß, vielleicht war es göttliche Fügung. Ich weiß es nicht. Ich hab auch 3 Tage nach meinem Führerschein Erwerb einen Unfall gehabt. Da hat mich eine übersehen. Es war eine Fahranfängerin mit 18 Jahren. Ich fahre in die Ausbildung, die schneit mich. Ich hab kein ABS nicht gehabt. Du kommst frisch aus der Fahrschule, wo du ABS hast. Du greifst aus Reflex voll in Dyson, zack, bumm, Hinterreifen weg zum da gelegen bin ich. Und das hat wahrscheinlich schon viel ausgemacht, dass ich kein Raser nicht geworden bin. Weil du merkst halt relativ schnell, hoppala, das geht auf deinen Körper. Das geht nicht aufs Blech, das geht auf dich. Mir ist aber Gott sei Dank tut nicht viel was. Ich habe Prellungen gehabt und ein aufgeschlagenes Knie, aber sonst war es. Absolut verständlich, du musst dich damit wohlfühlen. Wenn es nicht mehr so ist, dann finde ich das mehr als reif, wenn man sagt, Schluss. Ich verstehe auch, warum man fährt, auch wenn ich selber mich niemals draufsitzen darf. Ja, man muss halt einfach, du musst als Motorradfahrer deine Abstriche machen können. Und wenn du halt, ja, wie du sagst, wenn man halt merkt, es passt nicht mehr oder man mag sich diesem Risiko halt einfach nicht mehr aussetzen, dann musst du die Reißleine ziehen, das hilft halt alles nichts. Mir war es hart, ich hab unfassbar schöne Motorradl gehabt, ich habe ein Kawasaki Z1000 gehabt 2014 mit 139 PS, dann habe ich ein BMW gehabt mit 160 PS und zum Schluss habe ich ein KTM gehabt mit 189 PS, das waren brutal geile Gefährte. So eine Erfahrung an Beschleunigung werde ich nie wieder haben, weil da einfach kein Auto nicht mithalten kann, das was man leisten kann. Ja? Klar, wenn einer einen Lamborghini hat, ist das was anderes, aber den werde ich halt nie besitzen. Und es war eine schöne Zeit, es war eine geile Zeit, man hat viel Spaß gehabt, man hat viel positive Sachen mitgenommen, aber das wiegt halt auch die Schattenseiten nicht auf. Also für mich zumindest. Aber gut, Freunde der Sonne, Schluss mit dem sentimentalen Gequatsche. Ich darf vorschlagen, wir schauen in Elden Ring ein. Wir müssen mal Meta machen. Wir haben ja in einem Bergfried, in einem Schattenbergfried und mir schwant nichts Gutes. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Da habe ich ganz ein mulmiges Gefühl in meiner Bossseele. Ne? In meinem Bossdödel, da habe ich schon im Urin, dass da Böses im Busch ist. Das Böse ist im Busch, wie es der Meerjungfrau Mann einmal gesagt hat. Aber das werden wir jetzt dann irgendwann einmal herausfinden, schätze ich mal. Habe auch kein ABS, sofort mal. Danke Steam, dass du jetzt meinen Chat so machst. Das ist sehr zauberhaft von dir. Kannst du nicht einmal wann anders machen. Aber auch kein ABS, da fährt man ganz anders. Und ich kann mir auch, wenn ich einen Supersportler hätte, könnte ich im selben Jahr einen Sack bestellen. Meine hat 48 PS und bei ist die Grenze 100 PS. PS sind relativ egal beim Motorrad. Du kannst dich mit einem Motorrad rennen, das 200 PS hat, und du kannst dich mit einem rennen, das 20 PS hat. Das ist einfach so. PS haben auf einem Motorrad, wenn es um das geht, eigentlich relativ. Das Einzige, was die PS ausmachen, ist halt einfach die irre Beschleunigung, die du hast. Das Leistungsgewicht. Ne? Wenn du halt heute einen 1300er hast, einen V2-Motor, der wo 189 PS hat, da wo unter 2000 Touren schon über 100 Newtonmeter anliegend, da macht die Männchen. Und zwar relativ häufig. Gut, die jetzt nicht, weil die halt elektrisch einfach schon so weit fortgeschritten war, dass man sagt, okay, bei der feit er nichts. Aber wenn es ums der Renner geht, da haben PS irrelevant. Du kannst die mit einer 125er genauso da schießen. Oder mit einem Roller. Ne? Zweiräder generell. So. Wow, Flashbang. Ja, es tut mir leid. Das hat Namco immer noch nicht so wirklich hingekriegt. Willi Habitäre, grüß dich, gut gemacht. Wobei, das haben sie gepatcht. Das war ja erst auch weiß. Das haben sie jetzt schwarz gemacht. Das haben sie jetzt schwarz gemacht, tatsächlich. So. Zeit für einen Elden-Stream.
Doofe Frage, würde dich die neue 1390 jucken zu fahren? Meinst du jetzt aktuell oder aus Sicht eines Bikers? Aktuell? Na. Aus Sicht eines Bikers? Ja. Habe auch 125 und die reicht total, dass die bockelt. Deswegen habe ich auch nie einen großen Schein gemacht, weil ich zu viel Schiss davor habe. Das ist zum einen vernünftig und zum anderen traurig, weil du halt dann nie. Also zum einen, warum ist vernünftig? Weil, wie du sagst, du mit einer 125er auch überall hinkommst. Das ist nicht das Problem. Und du kannst auch mit einer 125er sportlich fahren. Das ist auch nicht das Problem. Das Traurige an der Geschichte ist, du wirst nie wirklich erleben, was heißt, wenn du so eine krasse Leistungsentfaltung hast. Da rede ich jetzt nicht mehr von einer 200 PS Raketen. Du kannst einen Joghurtbecher auch kaufen, 600er, eher 6 oder was weiß ich. Die gehen auch wie die Feuerwehr. Oder 600er, Nocker die 600er. Die, wo 100 PS hat. Das ist auch schon ein Wahnsinn in dem Sinn. Aber es ist eigentlich mehr vernünftig, als wir nicht. Weil am Ende des Tages kostet das Motorrad von einem Haufen Geld. Das ist einfach so. Einer, mit dem er mit zum Grillen trifft, ist in der Entwicklung bei KTM. Das lasse ich mal stehen jetzt. GG an der Stelle. Dann hast du ja im Fall der Fälle schon mal einen Kontakt, Mr. Price. So, Freunde der Sonne, es hat sich eigentlich seit dem letzten Mal nichts getan. Ich habe eine Sache gemacht, da habe ich nicht anders können. Wir haben durch das letzte Mal einen Drachen gefunden. Diesen hier. Das habe ich mal rausgenommen, dass ich ihn lege. Keine Sorge, der droppt nicht wirklich was. Ich habe einen uralten Drachen Dunkelschmiedestein gekriegt, dass ich eine legendäre Waffe auf 10 machen kann und ein Drachenherz. Ich habe einmal ein bisschen rumgetestet, wie man die Drachen ganz gut machen kann, und zwar mit diesem Drachentöter Großkatana, was wir mal in so einem Dungeon gefunden haben. Das habe ich eben auf 10 gemacht. Da funktionieren die relativ simpel. Relativ simpel. Ja, da kannst du einfach die Ult von der Waffe immer auf seinen Kopf zünden, das macht unfassbar viel Schaden. Irgendwann bricht er, dann machst du einen Crit und dann ist er fast tot. Und so werden wir wahrscheinlich alle Drachen handeln, die wo uns in diesem DLC noch vor die Hunde laufen. Okay? Weil du 1290er hattest, dass du vielleicht den Unterschied merkst. Ganz ehrlich, ich sage jetzt, ich lehne mich jetzt da einfach aus dem Fenster. Die ganzen Hyper-Nakeds, die wo alle 190 PS aufwärts haben, da merkst du keinen Unterschied mehr. Es ist, glaube ich, völlig irrelevant für einen Laien, na, für einen Rennfahrer nicht, ich rede jetzt von einem Laien. Es ist völlig irrelevant, ob du mit einem Motorrad durch Gegend horzt, das wo 190 PS hat oder was 200 PS hat. Das ist, glaube ich, für einen Laien, das merkst du als Laie nicht. Du merkst das, ich hab's gemerkt, von 160 auf 180 PS. Das habe ich schon gespannt. Aber in dieser Größenordnung, glaube ich, als Laie ist es egal, was du da fährst. So, feuersichere eingelegte Leber. Ja, jetzt ein Glück gewusst. Geht's da hinten oder was? Mal gleich mal schauen. Ah, da schon her. Versteckte Passage. Du musst da gar zum Getränkemarkt. Ja, dann zack, zack, Mr. Price. Nicht, dass du noch was Spannendes versammst. Ja, es gibt der obligatorische Leck des Tages. Blitzdrachen-Talisman +3. Gibt's jetzt schon +3er-Talisman oder was? Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaum bis ins Ohrleck, Alter. Das ist geil. Es gibt jetzt +3er-Talismane. Genau, Freunde der Sonne, Dringer ist wichtig. Ja. Gerade bei. Oh, das ist ein Hebe. Gerade an so einem Tag wie heute, wo er 12 Millionen Grad meint. Also schaut, dass viel trinkt, vor allem wenn ihr halt draußen unterwegs seid, nachmittags. Wichtig, okay? Ich mag von keinem lesen, der wo irgendwann an Dehydration stirbt oder was weiß ich was. Nein, sterben nicht, das ist ein bisschen übertrieben. So, wir haben da in irgendeiner Bibliothek oder Mausoleum, keine Ahnung, was das sein soll. Schimpfen tut sie Probenlager, aber die Frage ist, was für Proben? Die schon gesehen, du Clown.
Teilweise richtig getarnt, die kleinen Teufel. Okay, da ist der Ort der Gnade. Okay, da hinten wird es wahrscheinlich weitergehen, weil da ist ein Aufzug. Ja, okay, komme ich nicht mehr in 2 noch hops. Aua! Okay. Ich muss da umschauen auf alle Fälle. Derek, geschmeidige 28 Grad. Schau in der Hä? Hast du keine Schließung? Da ist ja abgesehen davon, guten Morgen. Aber hast du nicht einen ja, heute ist Verschließungstag. Was tust du in der Arbeit? What the hell? Oh, leck mir mal schon wie für Harry Potters Handen da. Feuerspirale, okay. Ja, ich merke schon, da laufen ein Haufen Feuerzauber umeinander. Warum habe ich so das Gefühl, dass der nächste Boss was mit Feuer zu tun hat? Harry Potter plus Monster Hunter, ja, so ungefähr, das stimmt. Aber dann schauen wir, Freunde der Sonne, Press F für einen Mr. Daizero, der leider Gottes heute in der Frühschicht hackeln muss, obwohl eigentlich in unserer Firma heute Schließungstag... Oh. Obwohl eigentlich Schließungstag war. Press F vor Mitleid, okay? Righteous Tarnished. It's been some time. There was one thought I could not dislodge from my mind. So, here I am. Quite unable to move on. Ja, das ist... Du hast zwar gesunde Füße, Freund. After Lord Moke's slaying at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to Kind Mikola. Surely you recall that I once served Lord Moog as a pureblood knight. After failing him in every regard and losing sight of my vows, I'd do anything to make amends in whatever meager way I can. Sollte man ihm sagen, dass wir mir einen Moog umgebracht haben? Ich glaube, das war an der Stelle keine gute Idee. Ne? Ich glaube, der weiß nicht, dass wir mir einen Moog auf dem Gewissen haben. Also, zur Erklärung, der Moog ist der optionale Boss im Blutgebiet. What could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather unnerving. Sind wir ja ganze 3 in der Halle. Welche Begründung hat es gegeben, dass ihr arbeiten müsst? Sag jetzt ja nicht, es pressiert, weil sonst muss ich dein Master Magie Schimbord reden. What could they possibly have in the implication? Gut, ich habe keine Ahnung, was er für ein Problem hat, aber... Sie fix so einer zwängt zum Schafkopfer. Oh, ein Schafkopfer möchte ich auch mal wieder da. So ja schon ewig nicht mehr da. Hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Aha, da hinten ist schon wieder rein. Da ist noch einer. Okay, die Kiste da ist... Aha, das schaut aus, wie wenn da ein Tier war. Oh, hi. Der ist ganz schön tanky. Ja. Du kannst es leider nicht. Schade. Du warst doch bei uns pressiert, so weil Hashtag wichtigste Abteilung. Ja, Hashtags behinderter Meister. Ja, da ist einfach... Ich verstehe es nicht. Weißt du, jeder hat frei, aber 3 Hanseln sollen die ganze Firma ausreißen. Also ich weiß es auch nicht. Es ist manchmal so lächerlich. Weißt du, in Friedrichshafen ist ab Juli Kurzarbeit und wir müssen bei uns so ein...
sollten gleich wieder alles aus dem Dreck ziehen. Das ist, ich weiß, keine Ahnung, irgendwann meine ich, du brauchst dich nicht wundern, wenn da drinnen mal einer Bomben liegt. So, Elite-Gegner, ja, wenn man schon denkt, der hat ziemlich viel Schaden gemacht. Den muss er mir ein bisschen buffen, habe ich so das Gefühl. Aber das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Jetzt muss ich nur erst wieder finden, wo der gewesen ist. Ich glaube, der war da, right? Jetzt warten wir, dann haben wir gleich den Burschen. Easy. Muss das gleich ausmachen, wenn man sie bufft. 5 mal ein 8er Schmiedestein. Plus 1, den wo der Gegner droppt. Nice, nehmen wir mit. So, da gibt's glaube ich nichts mehr. Damit haben wir von da oben gekommen? Nicht, oder? Ah, da geht's weiter auf. Okay, alles klar. Ah, ist ein bisschen verwinkelt da die ganze Geschichte. Ah, da unten waren wir nicht, weil da läuft der Gegenwand. Schnauze. Aber der Zero, ansonsten hoffe ich, dass alles fit ist bei dir. Und ich wünsche dir einen ganz schneller und angenehmer Schichtverlauf. Maisfeldlabyrinth, ja, ungefähr so. Ungefähr so. So, da ist jetzt ein Aufzug. Ah, warte mal, von da haben wir Kämmer, glaube ich, oder? Nein. Kämmer haben wir von der Seite. Von da haben wir Kämmer, genau. Mit dem Aufzug haben wir aufgekommen. Da müssen wir mal schauen, wo der Aufzug da hinten hinführt. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie nach oben. Gut, jetzt ist halt die Frage, wenn der Aufzug eh nach oben führt, warum ist dann da ein Treppen? Schauen wir einfach mal. Ach, weil der nach unten führt. Ja, okay, gut, das macht Sinn. Schauen wir halt mal, wo er hinführt. Kleiner Funfact, die Maschine, wo sie arbeiten soll, ist gestern abgesoffen. Jetzt baue ich wieder auf meiner... quasi vom Regen in die Traufe, oder was? Wo haben wir jetzt da? Da liegt der... Waren wir da schon? Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Aha. Aua. Mach du nicht die ganze Einrichtung kaputt, was ist mit dir? Okay, der droppt auf alle Fälle einen Haufen. Goldener Federtierfuß. Ja, okay, ich habe genügend von diesen Dingern. Ne? Die habe ich erst gecraftet. Oh, ist das ein Hidden Wall? Nicht. Schaut halt so aus, wie wenn da versteckte Mauer war.
Auf der einen Biome und auf der anderen dritte Aufspannung. Dritte Aufspannung ist quasi, das ist glaube ich die wo ein wenig entspannter ist, oder? Ich komme bei einer Aufspannung komme ich aber ein wenig durcheinander. Kriegsasche Funkenwand. Okay, was geht sich da unten ab? Ist neu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist der Samstag schon wieder gelaufen. Jetzt wenn es der Nordwärts zum Kegeln muss, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann ist wirklich gelaufen bei der Hitze. So. Das war eigentlich klar, dass du lebendig wirst. Jetzt habe ich allen Ernstes Dönerfleisch gelesen. Aha, da kommen die Kloren. Fangerl. Aber. Ja, eigentlich tut's mir ja auch leid, gell? Es ist ja nicht so. Alter, was meinst du, wie du ja den stinkt? Oh, was ist das? Okay, das ist der Mutterklops gewesen. Iris der Gnade. Schwerer gesprungener Topf, ja, okay, perfekt. Was zum Fick ist in dem Schloss schief gegangen? Ja, ich hab die auch lieb. Aha, das ist ein lauter Depft, oder? Das ist Wahnsinn. Anscheinend sehr vieles, ja, da muss wirklich sehr vieles schief gelaufen sein. Da ist ein Ort der Gnade auf jeden Fall, das ist jetzt einmal gut für uns, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube aber nicht, dass das der Weg ist, wo wir eigentlich hin müssen. Die Frage ist, wo ich weiß, wo sind der großen Tier ist. Wo sind wir da jetzt? Ah, da geht's in ein anderes Gebiet um. Okay, gut. Zurückkehren, da wollen wir nicht hin. Aber gut zu wissen, dass wir da auf alle Fälle den Weg einmal gefunden haben, weil dann können wir da theoretisch über diese Brücke in ein neues Gebiet gehen. Da seht ihr es da. Zauberhaft. Dann hat sich ja der Weg tatsächlich gelohnt. Ja, ein paar Heilflaschen haben wir noch, das heißt, müssen wir jetzt nicht unbedingt rosten. Weil dann bleiben nämlich die Gegner, die wir oben zerstört haben, nämlich auch dabei einmal noch tot. Wenn ich mich nämlich jetzt wieder hinknock, kann ich die ganzen Gegner da oben wieder machen. Das wollen wir erstmal noch vermeiden. Gut. Musst du Dienstag in Betriebsversammlung gehen?
Ich vermute mal. Oh, leck, nein, das auch noch. Stimmt, Dienstag ist wieder Betriebsversammlung. Ich vermute mal schon, ich wüsste jetzt nichts anderes. Du? Ah, stimmt, das ist ja Sommerpause, ja, genau. Okay, jetzt passt auf, wir brauchen jetzt wieder die Treppen. Die war da hinter mir irgendwo, oder? Da wo der Elite-Gegner rumgerannt ist. Ja, da ist die Treppen. Jetzt schauen wir aber trotzdem noch mal kurz rundum, ob wir ja alles haben. Auf den ersten Blick schaut's aber gut aus. Genau, da haben wir den anderen Hops nochmal. Der Vorwarten so 80%. Da kann die tatsächlich auch Glück kommen, weil es bei uns von den Teilen her auch sehr, sehr mau ausschaut. Also wenn ich Glück habe, darf ich arbeiten. Aber er hat noch nicht darum gefragt, das werden wir am Montag wahrscheinlich erst erfahren. Aber ich hoffe, dass ich arbeiten kann. In der Spätschicht die Betriebsversammlung gehe ist so AIDS. Wenn dann nehmen wir mal frei, Betriebsversammlung mit 2. Ja, freikriegen werde ich nicht. Ich werde nicht freikriegen wahrscheinlich. Selbst wenn ich wollte, da hinten ist wieder Elite-Gegner. Ja, mal schauen. Also ich werd's einmal auf die Schiene probieren, dass ich arbeiten werde. Ob die dann durchgeht, werden wir sehen. Ah, du merkst mir, okay. Der macht sau viel Schaden, der Typ. Glaubt, da tue ich mal Feuerresistenz rein. Die machen nämlich ziemlich krass magischen Schaden, die Elite-Dinger da. Die sind ziemlich stark. Also jetzt bin ich ja da runter, okay. Moment. Da denkst du halt, du kennst beim Meister. Ja, ja, eben. Das ist ja das Problem. Jetzt passt's auf. Da tun wir mal. Ich tue jetzt meinen Bluttalisman aus. Der ist zwar eigentlich nicht so gut, wenn ich den außer tue. Und hau mir dann Perldrachen drauf, damit ich ein bisschen mehr Resistenz habe. Ein bisschen mehr Resistenz, ne? Ist mir nicht gerne ein Drecksfeuerkugel. Ja, weißt du, Ripsi, merci für den Löck und, weißt du eh, Feldringer nicht stark krass in der Sonne chillen. Der wird wahrscheinlich immer wieder spawnen, oder? Der Elite-Gegner? Vermute jetzt einfach mal. Oh gut, jetzt wurscht, ich kann einfach da aufgehen. Passt. Okay, dann machen wir Bufferino auf jeden Fall. Okay, den kannst du definitiv nicht. Na, das war das Frische. Überall. Alles nur für Bestienhorn. Herzlichen Glückwunsch. Ui! Ich habe aber ganz schön viel Runen, heilige Scheiße, über 300.000.
Gut, beim nächsten Ort der Gnade müssen wir uns auf alle Fälle mal leveln. So, was gibt's jetzt da? Da können wir auf alle Fälle irgendwie Moment. Ja, ich vermute mal, wir müssen straight auf. Das ist jetzt einfach mal das, was ich behaupte. Aber wenn der da hinten schon wieder das Kasten anfängt, da gelang eh schon wieder. Achso, da können wir jetzt gar nicht hin. Hast du aber Glück gehabt jetzt da drüben, gell? Es sei denn, es geht dann über den Weg irgendwie. Ja, wird wahrscheinlich. Kann ich da umspringen? Tatsächlich. Na, Faust hier. Verehrte Geisterasche, sagst du doch, uns ist schon rentiert. Gut, ich komme da nicht um. Gut, müssen wir jetzt sowieso zwangsweise wieder oben, weil anders können wir ja nicht mehr auf. Jetzt einmal so eher so frei und lustige Herrschaften lesen. Nein, hau halt du mal auf. Gut. Ist ja nicht so, dass wir auch irgendwelche Wurf-Items haben, ne? Kann man ja entgegenwirken, wenn es pressiert. Maul halten da drüben. Schmiedestein. Es ist dann immer so unsatisfying, wenn du dann extra die Mühen auf dich nimmst und dann mit so einem Müll-Item belohnt wirst. Also für mich, ne? Für andere ist ja das wertvoll, weil die Waffen damit noch aufwerten können, aber für mich, wo man schon alle kaufen kann, ist es eher suboptimal. Gut, dann gehen wir weiter auf, weil warum nicht? Kommt mir vorstellen, dass da in jedem Stockwerk irgendwie so, aha, ja, sechstes da, ich hab mir schon gedacht. Warum kann man den nicht... Perfekt. Aber das scheinen einzigartige Gegner zu sein. Ich glaube, die spawnen nicht nur einmal, weil der unten ist auch nicht mehr gekommen. Lul. Alter, haben das so Reittiere wie es ich hab? Nur in riesengroß? Ich sehe nicht, der Knochensplitter, ja, super, toll.
So, jetzt müssen wir schnell schauen, von wo haben wir mich jetzt gekommen? Von der Seite nochmal irgendwo, oder? Ah ja. Es stopft so umeinander, okay. Hä? Da können wir nicht drüber? Ich werde da aufhören müssen, schätze ich mal. Hä, da muss da drüber kommen, das gibt's ja gar nicht anders. Da wollte ich gerade sagen. Duellantenschild. Ja. Haben wir jetzt bei Yu-Gi-Oh! Oder was? Okay, von da hinten haben wir keine, da müsste jetzt der Norden und Riese irgendwo da weitergehen. Man kommt da auf wahrscheinlich, oder? Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, will ich das riskieren? Ja, jetzt ist es ja schon spät. Über den Arsch. Das war knapp und da ist ein Ort der Gnade, das ist gut für uns. Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Ich tue mir da aber so schwer, den Ordner zu finden, da wo die Nachrichten drinnen sind. So. Von Sir Ansbach hinterlasse Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikkelas Spur folgen. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skarubaum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Vielleicht ist es das, was ich schon gefunden habe. Gut, da haben wir einen Ort der Gnade, das passt jetzt einmal. Was haben wir jetzt da? Oh, das ist ein Item. Sturmfalkenfeder. Okay. Was war denn das? Da ist irgendwas massiv abgestürzt. Gut, ich will aber da noch weiterschauen. Da meine ich, haben wir noch nicht fertig. Ja, perfekt. Mr. Verb, hab ich Deri, grüß dich gut. Guten Morgen. Kaum kommst du einer Stirbe. Lass mir jetzt bitte nicht. Haben die jetzt ernsthaft alle da unter, oder was ist das, der Scheiß Ernst? Ja, ich sehe meine Seele nicht, keine Ahnung, wo die liegen. Aber da unten ist der andere Ort der Gnade, das heißt. Können nicht weit sein. Können nicht weit sein, sag ich dir, was es ist. Ja, wo haben die jetzt? LOL. War Absicht, wie geht's euch? Hey, ich kann nicht gelungen. Wir erkunden mal gerade den Dungeon da. Aber da ist auch noch ein Lord da, abgesehen davon. Aber es ist ein bisschen verzweigt, die Geschichte.
Mescalin habe ich die grüß dich gut. Ich hoffe bei Enk auch ist viel zu weit. Lagerhaus dritter Stock. Ja, keine Ahnung, jetzt sind nicht 350.000 Seelen hier, aber mein Gott, das ist so ein Aufstieg. Es ist zwar ärgerlich jetzt, aber warte mal, kann ich den nicht irgendwie zurückholen mit irgendeinem Item? Die hat man doch mit irgendeinem Item zurückholen können, oder? Einmalig. Da hinten ist ja auch ein Item. Da musst du ja irgendwie hinkommen. Moment. Ach, da liegen sie. Hey, warum liegen die jetzt da? Ah ja, dann. Gehen wir es mal aus. Gut, ein Aufstieg. Schauen wir mal. Geschick bringt 2 Damage und Arkan 1. Ja, dann bleiben wir nach wie vor auf Geschick. Weil warum nicht? Mehr Damage, mehr gut. Jetzt schauen wir da mal. Man muss ja irgendwie wird es schon weitergehen. Alter, was ist jetzt das? Jetzt macht... Ah, das ist ja mies. Aber... Halt die Klappe! Schwarzfeuerfolter, okay. Wir müssen uns dann da unten auf alle Fälle nochmal umschauen. Ach, da sind die Fledermäuse, hergehen wir von vorher. So, gehen wir erst mal nach unten. Jetzt hat man, da schubst mich wieder einen oben. Schattenreichrunde Nummer 5 oder Stufe 5, okay. Ah, jetzt haben wir da irgendwo ich vorher umgesehen habe, okay. Ist gut für uns. Heiligsichere eingelegte Leber, ja. Perfekt. Genau, da über den Popo haben wir vorher aufgegangen. Geheimritus Schriftrolle, was ist denn das schon wieder? Geheimritus Schriftrolle. Ist der Schlüsselgegenstand? Tatsächlich. Erfahrt vom geheimen Ritus des göttlichen Tors. Okay. Ist das vielleicht irgendein Gegenstand, da wo ich dann in einen anderen Bereich komme? Oder brauche ich das, damit ich in einen anderen Bereich komme? Ja gut, lieber haben wir es einmal und ne, wenn wir dann schon rausfinden, was wir brauchen. Aha, der Flügelmauser. Okay, du warst legit unsichtbar. Messmers Glut. Okay, was haben wir da? Servus, so, wie schaut's aus? Freunde der Sonne? Können wir da Stiche verteilen oder so? Maybe? Hallo? Sie? Ich wollte mal...
Oh, hi. Feuerspirale. Ganz ehrlich, da drin läuft da jeder irgendwie mit Feuer umeinander. Der nächste Boss, wenn nicht irgendwie was mit Feuer zu tun hat, dann friese ich am Besen samt, dann steh ich. Es ist schon hart verdächtig. Wenn da jeder einer auf Pyromant macht, drin. Schmiedestein, okay. Okay, auf den Esel können wir... Oh nein, hau ich ab. Halten Sie die Klappe. Da ist noch mal irgendwo einer. Schmiedestein, Nummer Stufe 7 dreimal. Ich finde es krass, dass du die in mehrfacher Menge findest. Okay. Silberner Federtierfuß, okay. Let me see. Na. Ah ja, perfekt. Ja, okay, da habe ich nur sterben können. Das habe ich gar nicht anders machen können. Da habe ich halt zum Sterben, verdammt. Das hätte nicht anders kommen können. Aber die haben ganz schön stark. Die haben ganz schön stark. Ja, und die respawnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Boah, ohne Scheiße. Boah, leck. Ohne Witz ist mir denk am Drecksfeier. Okay. Ob da vielleicht die anderen Waffen gescheiter war gegen die Fetten? Oder müsste die meine Zauberflaschen anders verteilen? Genau, also jetzt wieder er.
Ah ja, perfekt. Gut, dass jetzt nicht einmal das funktioniert hat. Okay. Ja, garstige Gegend. Garstige Gegend, sag oder wie es ist. Beziehungsweise ist es eigentlich nur wegen den roten Kapuzenheinis ist die garstig. Wegen die anderen war es eh nicht. So, da geht da oben wieder irgendwo eine spazieren, das ist ein dumme Truller. Ah, die bleibt aber da oben, das ist gut für mich. So, da hinten. Now, Freya. Don't let it rile you up. Take it slow. Take it slow. Why, my lord? Do I ever make sense of this jumble? Das kleine Arschlöcher. Dann nehmen wir das einmal mit. Why, my lord? Will I ever make sense of this jumble? Knapp. Geisterkalkulus, okay. Der Penner da, oder? Der Kleine, der hat sie kalt. Wird's beinahe noch das Knackbruch. Ja, nur bei mehr Gegner da jetzt hat. Wo geht's auch noch mehr auf? Heilige Scheiße, wo geht's denn da überall hin? Okay, da kannst du jetzt umspringen und was dann zum Erreichen? Keine Ahnung. Da ist ein Hebi. Hebi heißt meistens Shortcut. Simsala setzt Genesungen, ja genau, so ungefähr. Ach, halt's Maul. Okay, wir müssen da... Wir müssen da eine Brücke bauen, scheinbar, irgendwie. Aber das ist noch nicht so ganz stimmig, das passt noch nicht. Weil ich komme zwar da aber ich komme nicht auf das Tier auf und ich...
Ja gut, da kann man rauf, aber das bringt mir ja auch nichts, weil ich dann da nicht umgekommen. Also das heißt, das kann man sparen. Da werden wir nochmal eins weiter rauf müssen, vermute. Also da dann. Da hinten waren wir. Das passt. Ah, es ist schon gescheit verwinkelt, hey, heilige Scheiße. Oh, Ort der Gnade, das ist gut. Hab ich nichts gesagt? Lord, will I ever make sense of this jumble? Ach, das ist sie. Ja, dann haben wir nichts gesagt. So, habe ich die Ehre? Oh, hello. Habe ich die Ehre. I'm afraid I'm busy. A curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I'm busy, truly. Okay. Gut, du hilfst mir quasi nicht. Alles klar, haben wir die Frage auch geklärt. Aber wir haben da noch Ort der Gnade, das hilft schon mal fein. Müssen wir den ganzen Weg nicht nur mehr machen. Wenn da hinten schon wieder so ein Trulle umeinander rennt, da klang's mir schon wieder. Die haben echt garstig, ohne Scheiß. Hey, die steht. Achso, okay. Gut, oben gehe ich jetzt erstmal nimmer. Ja gut, das bringt mir jetzt aber auch nichts, wenn ich da drauf springe. Ah doch, warte mal, bringt mir schon was. Moment. Ich glaube, ich hab da was gesehen. Jetzt pass so wacht. Ja, da stirb ich. Moment, machen wir es einfach so. Okay, das ist einfach mal so. Ah, weil ich nämlich da drauf kann. Okay. By my lord, will I ever make sense of this jumble? Das war knapp. Hätte mich am Arsch, weil ich bald noch angerutscht. Also wer sich die Burg ausdenkt hat, der hat einen Dachschaden gehabt, und zwar einen massiven. Ach. Schon wieder messen wir das Glut. Okay. By Ja. my lord, will I ever make sense of this jumble? Okay, der ist neu. Na, mei. Ja, was haben sie denn gefordert?
Geflügelter Schlangenhelm. Und Kriegsasche Flammenspeer. Okay. Oh my lord. Will I ever make sense of this jumble? Die ist jetzt nur dahinter, oder was? Okay. Ja gut, werden wir durch die Tür durch müssen, schätze ich mal. Servus. Skaruban-Fragment, okay. Ey, wie groß ist denn die Burg? Das ist ja... Oh. Oh na. Oh, jetzt wird's kreislig. Mongrel intruder. That Schlange. tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Ich hab's so gewusst, dass das eine mit Feier ist. In the embrace of Messmer's flame. Messmer der Pfähler. Of gold shall all death in the embrace of Messmer's flame. Okay. Das ist... Moment einmal, das ist doch das Gesicht vom DLC. Ist das der Endboss oder was? Ist das... Also, kurze Frage an die das wissen. Das dürft ihr mir jetzt ausnahmsweise leicht spoilern. Ist das der Endboss? Wenn ja, dann müssen wir den skippen, weil dann haben wir noch einiges übersehen. Ist nicht der Endboss. Aber das ist... Hä? Aber das ist doch das Gesicht vom DLC. Der ist doch... Das ist doch der Typ, der auf dem Thron sitzt, oder? Der... Wie Messmer. Du heißt Messmer, ne? Da kommst du wieder heim und sagst, wie der so richtig kann. Ja, aber blöderweise voll in den Boss eingerannt. Aber geile Cutscene ist es gewesen. Heilige Scheiße. Aber wir machen ja gut Damage. Also, was ich jetzt so gesehen hab... Ich glaube, dass wir das dann sogar so lassen. Ich meine, ich scheiße jetzt mehr auf die Angriffserhöhung durch Blutung. Ich schaue, der macht 5 Feuersachen. Was ich so gesehen habe. Du hältst die Schwerteln verkehrt, nix da. Die haben genau richtiger so. Die muss man so halten.
Okay. Ja, gut, das wird unser neuer Widersacher werden, habe ich so das Gefühl. Der wird uns wieder eine Weile beschäftigen, glaube ich. Jetzt schauen wir mal. So, merkt. Okay, wir machen saftigen Damage. Ach du Scheiße, Alter. Was ist jetzt? Geht der jetzt in die zweite Phase? Our Lord, devoid of light. No, Mother. Forgive me. Bei mir habe ich die. Ungi habe ich die. Ist der jetzt Zauber rausgerissen oder was? Was ist mit den Bosse verkehrt? Soon tarnished. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light? Ja, herzlichen Glückwunsch. Boah, leck mal. Oder jetzt? Lightless creature, embrace thine oblivion, as shall I. Okay, in der zweiten Phase eskaliert er komplett. Heilige Scheiße, Alter, was ist er vom Orochimaru unterwandert worden oder was? Heilige Fresse, Mann. Was, Blut 666, danke für die Following. Alter, Fuchs, der dreht ja noch mehr auf. Ja, das ist so typisch für die Bosse in der zweiten Phase. Da dreht's dann richtig durch. Das ist jetzt der dritte Mainboss in dem DLC, den ich mache. Ne? Der Löwenkopf war komplett auf Crack. Die Trulla Relana war komplett auf Crack in der zweiten Phase und der ist obviously auch komplett auf Crack in der zweiten Phase. Aber ich habe jetzt 2 Tries, beide Tries waren recht gut, finde ich. Und also Stand jetzt, ist der von den 3 Bossen, die ich bisher gemacht habe, am einfachsten zum Lesen. Der ist, glaube ich, ganz gut dodgebar. Denn seine Angriffe kannst du recht gut auslesen. Das hast du bei den anderen 2 überhaupt nicht können. Die anderen 2, die haben einfach random immer angegriffen und du hast überhaupt kein Muster nicht dahinter gesehen. Bei dem habe ich so das Gefühl, dass man den relativ gut dodgen kann. Aber ich will es nicht jinxen. Ich will es absolut nicht jinxen. Aber wir machen auf alle Fälle sehr, 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 sehr guten Schaden. Der Angriff bleibt wohl immer gleich. Oder? Ja.
Oh fuck. Okay, das ist ein Vierer-Kombi. Wie krass oft einfach die Blutung kommt mit dem Bild. Das ist so geistesgestört einfach. Ah, jetzt bringt grün, okay. Schon wieder Blutung. Das dritte Mal in dem Kampf. Oh. Au. Der ist komplett auf Crack, der Typ. Easy! America, a curse upon thee. Ich verstehe die Frage nicht an der Stelle, mein Freund. Okay, der war jetzt tatsächlich von allen am einfachsten jetzt. Der war jetzt von allen am einfachsten. Merci für die GGs an der Stelle. Der war von allen Bossen, die ich jetzt gemacht habe, von den Main-Bosse, war der mit Abstand der einfachste. Messmers Zunder. Aber geiler Bosskampf. Heilige Scheiße, richtig geil gemacht. Weil ich dort einfach mit 400.000 Seelen geben. Dafür kommen in Hall... Oh ja, Yassi, herzlich willkommen in der Hall of Fame. Ich werde es spätestens nach dem Stream gleich... ich werde dich gleich aufnehmen. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie sich andere bei dem Boss anstellen. Ich werde jetzt tatsächlich sogar mal kurz in Kondition gehen, damit ich ein bisschen mehr Ausrüstungsgewicht kriege, weil das glaube ich eventuell gar nicht... wobei... Wir machen mal geschickt auf 55 und dann gehen wir mit Kondition auf 50, ehrlich gesagt, weil... Der Damage, wie wir gerade gesehen haben, der reicht auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie schwer es andere bei dem Boss haben, keine Ahnung. Aber der war jetzt für mich am aller einfachsten und besten zum Lesen. Das ist so ein Boss, der ist genau mein Fall. Den habe ich richtig schön lesen können. Dem seine Angriffe, dem seine Moves, außer in der zweiten Phase, da war es ein bisschen random mit seinen Schlangen. Aber so von seine Bewegungsmuster, von seinen Ausholbewegungen war das genau ein Boss, der wo auf meine Spielweise zugeschnitten ist. Vielleicht hat das ein bisschen was ausgemacht. Aber ich hab keine Ahnung, wie schwer es andere bei dem Boss haben. Das weiß ich nicht. Aber mal für die Leute, die das wissen, wie stark ist der Boss tendenziell für andere gewesen? Gibt es Leute, die da ewig gehängt haben, oder ist der generell einfach ein bisschen leichter?
Ich finde es immer wieder super interessant, wie sehr sich unterscheidet, für wen wer der schwerste Boss ist. Wie gesagt, in diesem DLC jetzt, ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Main-Bosse gelegt. Der erste war für mich unmachbar, da bin ich ehrlich, und das nagt bis heute noch ein bisschen an meinem Ego. Mittlerweile habe ich es ein bisschen kompliziert, den habe ich mit Mimik gemacht, weil ich überhaupt keinen Plan nicht gehabt habe, wie ich den machen soll, diesen Löwenkopf da auf der anderen Burg. Relana war unfassbar ekelhaft zum Bekämpfen, da habe ich glaube ich 50 oder 60 Tries gebraucht, den allerdings solo. Und der Boss jetzt, den habe ich ja offensichtlich auch solo gemacht, aber der war für mich mit Abstand der einfachste. So vom Level her, wenn jetzt, sagen wir mal, der schwerste Boss in dem DLC für mich war der erste, das war der Löwe, der Schwierigkeit 10. Relana war auch auf 10. Und der jetzt war im Vergleich 6 oder 7. Also das ist, ich glaube, dass da jeder Spielertyp, jeder Souls-Spieler hat einen anderen Rhythmus, der ihm liegt. Und das war halt jetzt, Gott sei Dank, einmal ein Boss, der wo mir tatsächlich vom Spielstil her richtig gelegen ist. Weil ich dem seine Schläge einfach richtig geil hab lesen können. Der hat das so schön angedeutet, was er macht. Er hat das so schön zelebriert. Jetzt kommt der Doppelhit. War richtig schön zum Lesen für mich. Das war halt bei den anderen Bossen überhaupt nicht. Wenn ich auf Relana zurückdenke, ich hab ihr Move-System nicht verstanden. Die hat jedes Mal anders zugehauen. Die hat den Kampf jedes Mal anders eröffnet. Die hat jedes Mal andere Kombos nacheinander gemacht. Das war unfassbar schwer zum Lernen. Ich hab gelesen, dass sie einen Patch gegeben haben soll gestern, dass einfacher wurde, ist das wahr. Einfacher im Sinne von, merkst eigentlich nicht wirklich, was ich so gelesen habe, haben diese Skadu-Baum-Fragmente, die wo du sammelst im Reich der Schatten, die wo da halt einen Buff gegeben hat. Der ist ganz minimal angekommen worden, damit du das im Early Game, im DLC, ein bisschen leichter hast. Das ist aber, glaube ich, es macht unterm Strich, glaube ich, 3% aus, was du mehr hast. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bosse irgendwie genervt haben. Und also wenn sie das da hätten, hätte ich das DLC boykottiert. Dann hätte ich gesagt, komm, polt's in keinen Krampf. Aber das ist nicht FromSoft, das tun die nicht. Hallo, sag bloß, du hast Mesmer gelegt. Ja, 3. Try. Und Thomas Habitieri. 3. Try. Übrigens nochmal danke für die GGs an der Stelle an Ole. Vielen Dank. Aber cool. Auf alle Fälle ein geiler Bosskampf. War vom Design her richtig cool. Richtig stark. Mal schauen, was wir da gekriegt haben. Schlüsselgegenstand wahrscheinlich, oder? Messmers Zunder, oder wie das geheißen hat? War das ein Schlüsselgegenstand? Ja. Verbrennt den Siegelbaum. Ach, ist das der wo da... Ist das der wo da erhintert war? Der Siegelbaum? Ist das da? Da wo wir nicht durchkommen haben? Vermutlich, oder? Na, gratuliere 3, wow, ich habe da 2 Stunden für den gebraucht mit Geistbeschwörung. Und 3 hat mich so oft aufgespießt und das dann immer tot gewesen. Ja, ich habe gerade eben gefragt, wie, ob andere da mehr Probleme gehabt haben bei den Boss, weil das war jetzt tatsächlich der erste Boss, der wo ich für meine Spielweise ziemlich im Verhältnis zu den anderen 2 deutlich einfacher war. So, was mit dir? What cruelty is this? Who would rob me of my one vital purpose? Am I so feeble, witless, dull of blade, that vengeance was never to have been mine? Oh, mother. Oh, most cherished wife and child. It seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blade? Where now should I point my... Okay. Ja gut, okay, wir haben den Dungeon wohl jetzt abgeschlossen. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Gut, wir wissen auf alle Fälle, dass wir da umkehren. Das haben wir ja gefunden, Gott sei Dank. Du musst dann da auch noch irgendwie hingehen.
Aber die Frage ist, wie kommst du hin? Das ist jetzt natürlich das Nächste, ne? Aber ich glaube, jetzt pass auf. Müssen wir dann durch also das probieren wir jetzt einfach aus, das werden wir dann schon sehen. Das probieren wir jetzt einfach aus. Ich schätze mir, dass du mit der Gluto diese Ranken da wegmachen kannst. Also das hier war für mich der absolut schwerste Boss. Und den hätte ich solo wahrscheinlich niemals geschafft, keine Ahnung. Das war der erste und einzigste Boss in dem DLC, den ich mit Mimik gemacht habe. Das hat mein Ego so stark gekränkt, dass ich mir ab jetzt vorgenommen habe, dass ich keinen Boss mehr in dem DLC mit Mimik mache. Also zumindest nehmen wir das vor. Ich hoffe, dass ich es auch beibehalten kann. Ach, da war letztes Mal schon vorher. Geschafft, das ist, was zählt. Ja, grundsätzlich hast du recht, auf jeden Fall. Stimmt. Wie schaut's mir, dass man da die Ranken wegmachen kann, oder? Jetzt mit diesem Ding. Mal schauen. Vom Schatten versiegelt und verschleiert. Okay, doch nicht. Dann geht's da auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir da lang gehen. Oder wir schauen uns noch die einzelnen Punkte an, die wo wir markiert haben auf der Karte. Wie man da herkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich von da oben irgendwie. Aber da haben wir noch was markiert, wo ich mal herschauen will. Da möchte ich auch noch mal herschauen. Ja, der mal ein bisschen erkunden, okay? Den Boss haben wir gesehen. Schauen wir uns noch ein bisschen in der Gegend rum. Und vielleicht findet man einen Weg, wo wir dann entlang gehen können. Mir fällt gerade ein, ich habe gestern oder vorgestern ein Portal. Oh. Da liegt jetzt ein Item. Nachricht von Leder. Aha, jetzt können wir quasi wieder Infos, wo wir hin müssen, oder was? Von Nadelritterin Leder hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikkeler Spur von. Dain gibt eine Nachricht weiter. Der Siegelbaum befindet sich in den uralten Ruinen von Rau. Er befindet sich hinter der Hochbrücke, die vom Erdgeschoss des Lagerhauses führt. Ich werde euch dort treffen, sobald ich meine Aufgabe erledigt habe. Aha, da ist also quasi schon der Hinweis, das Lagerhaus war ja da herunter. Lagerhaus, da, 3. Stock und unterhalb, da geht's dann da um. Also das ist quasi unser nächstes Gebiet, wo wir dann her müssen. Dann hat sich die Frage auch erledigt. Okay, gut. Dann wissen wir das schon mal. Aber es ist schon brutal, wie groß das DLC ist. Es ist irre. Es ist irre. Also mit 40 Stunden hat From Software ein bisschen untertrieben. Das sind, glaube ich, ein paar mehr. Wait a minute. Chat. Ich kann jetzt eine komplette Behinderung in meinem Kopf haben. Die Map hat sich verändert. Der Felsen war doch vorher nicht. Bin ich jetzt wirklich so komplett behindert, dass ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das schon vorher so ausgeschaut hat? Halt, dass ich bin jetzt auf einem ganz anderen Ort der Gnade. Okay, ich bin behindert im Kopf, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich bin auf einem anderen Ort der Gnade jetzt. Das ist die Kreuzung da, oder? Ja, okay, ja, passt schon. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt gerade einen kompletten Brainfuck gehabt. Ich hab gedacht gehabt, nur zur Erklärung, ich hab jetzt gerade kurz gedacht gehabt,
Okay, den kann man dann weg tun. Dass ich an dem Ort der Gnade da sitze. Ich hab jetzt kurz gedacht, ich sitze da. Deswegen. Deswegen war jetzt kurz ein wenig irritiert. Gut. Oh, da hinten ist der Durchgang. Das ist ja, lohnt es sich schon wieder, dass wir da vorbeischauen. Gut, da haben wir aber auf jeden Fall schon mal gewesen, weil... Das Blut, danke dir für deinen Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Willkommen in der Bazi-Gang. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Ich hoffe, das ist gut für dich. Und viel Spaß in der Bazi-Gang mit dem Ort. Dankeschön. Follow und gesubbt. Absoluter Ehrenbazi. Danke dir. Ah, da haben wir letztes Mal schon durchgeritten. Und Sigi, habe ich dir, grüß dich Gott, sorry, ich hab die überlesen. Tut mir so. Ah, jetzt können wir uns da ein wenig umschauen. Ja, dann luren wir da ein wenig rum. Aha, dann schon wieder die From Software typischen Wichsfegel, die wo. Ja, freilich, das könnt's mir fett am Arsch pieksen, weil lecker könnt's ja bekanntermaßen nicht. Okay, was. Vielleicht bedenken sollen. Das ist ein dass da Giftgebiet ist, ne? Weil da habt ihr einen Vogelpark gecancelt oder was? Da haben wir es jetzt. Gerne, vielen lieben Dank. Freut mich. Freut mich, dass neue Leute hängen bleiben. Oder neue Leute reinkommen und dann wahrscheinlich auch hängen bleiben. Das ist immer schön. So, jetzt pass auf. Jetzt lass mich wieder mal luren. Da können wir auf alle Fälle irgendwie nach oben. Da ist irgendeine Festung. Jetzt pass auf. Wir machen jetzt ein bisschen Erkundung, okay? Jetzt haben wir einen Bosskampf gemacht. Jetzt erkunden wir wieder ein bisschen, okay? So, wir schauen uns auf alle Fälle das da alles ein bisschen an. Ne, damit wir mal genau wissen, was der Phase ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir da das eine oder andere Geheimnis entdecken können. Vielleicht geht es ja dann da irgendwie da einer. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber das kriegen wir hin. Jetzt wenn ich da hinten gehe... Ja genau, dann können wir da oben. Okay, dann gehen wir erstmal da entlang. Alles sauber auf bei uns? Ja, Sigi, du hast einen Bosskampf versandt. Einen ziemlich coolen. Ich bin irgendwie noch selber überrascht, dass ich den relativ schnell geholt habe. Aber ansonsten alles tutti fein. Ah, da geht's einfach wieder da retour, da waren wir schon mal. Da haben wir jetzt eigentlich unterhalb, oder? Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da schon mal gewesen haben. Ich glaube aber nicht. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal ein bisschen. Alter, wie viel? Freunde der Sonne, merkt euch eins.
Alles, was in From Software Spielen 4 Beine oder Flügel hat, sind Arschlochviecher, okay? Merkt euch das. Jetzt erstmal kommt der halbe. Sehr gut, Ungi. Ich hoffe, es hat gemundet. Aha, da hinten. Fuß von Rau. Ah, da können wir da einer, okay. Das ist ein Ort der Gnade, den aktivieren wir, da müssen wir dann weiter. Wenn wir da unterhalb von der Brücke schaut der Wahnsinn aus, ne? Was lernen wir draus? Werte Altringbosse, legt euch nicht mit Seelenbad. Ja, verschreiben wir es nicht. Das wird mit Sicherheit wieder nochmal einer kommen, der wo mich massiv aufhalten wird. Also ich möchte jetzt da nicht ausruhen drauf. So, jetzt pass auf. Da ist das neue Gebiet passt. Dann haben wir jetzt da auch einen Ort der Gnade. Das ist schon mal okay. Aber ich will da noch Ich will auf jeden Fall da zurück. Damit wir alles ein bisschen mitnehmen können, ne? Pressiert uns ja nichts. Wenn du einen Tipp dazu möchtest, sag Bescheid. Ein Tipp zu was? Wo es weitergeht? Dieses Gebiet, wo du hin willst. Ja, ja, okay. Wenn's ansteht und ich überhaupt keinen Plan von nichts mehr habe, dann melde ich mich. Danke fürs Angebot. Aber aktuell... Oh. Kannst du aber kommen, bitte? Nur sagst du die. Oho, was haben wir da? Okay, das ist das Wassergebiet da, wo es auf der Map ist, right? Ja, das ist das da. Kommst jetzt aber, so wie es ausschaut, auch nicht ohne weiteres einfach so hin. Weil das ist auf jeden Fall... Ah, warte mal. Nein, das geht nicht. Okay. Da muss auf alle Fälle von da hervor irgendeinen Weg geben, wie du da oben kommst. Gut, das ist der Durchgang, wenn das haben wir. Das ist ein Wasserfall. Es könnte aber auch sein, jetzt pass auf, von der anderen Seite. Ja gut, da schaut es aber auch nicht besser aus. Wie wenn du von da irgendwie runterkommst. Das heißt, du musst zwangsweise irgendwie... Ja, von da geht es aber auch nicht runter. Das ist alles zu hoch. Aber da musst irgendwie kommst du oben, definitiv. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn du dann später mal... Ja gut, die Frage ist eigentlich, wie kommst du denn dann da um? Du musst ja da irgendwie umkommen, ne? Und da auch. Allerdings ist da runter auch noch ein riesiges, fettes Gebiet. Dann kannst du ja sagen, dass du von da unten auf irgendwie kommst. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Aber das bleibt auf alle Fälle mal so markiert. Vielleicht kommst du da durch die Burg noch irgendwie weiter. Vielleicht indem man irgendwie wo außer springen muss. Und
da gibt es auch noch ein Riesengebiet. Da schaut es auch aus, wie wenn da irgendwie ein größeres Areal war. Beziehungsweise das da drüben. Gut, das war so gemacht. Dann haben wir jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten. Also da geht es jetzt erstmal nicht weiter. Da weiß ich nicht, wie man da reinkommt. Beziehungsweise wir könnten es nochmal da über da herunter probieren. Vielleicht gehen wir da ein bisschen weiter. Das ist dann da drüben. Okay. Achso, das geht nur bis da oben. Was ich mir aber frage, ist der Umfang vom Originalspiel ähnlich wie im DLC? Nein, das glaube ich nicht. Das DLC, die Map vom DLC, die ist ja deutlich kleiner als wie die vom Originalspiel. Ne, das ist jetzt DLC only. Und das ist das Originalspiel. FromSoft gibt's DLC mit 40 Stunden an. Ich glaube, das wird nicht ganz gelangen. Schätze mal, dass du 60 Stunden brauchen kannst damit. Das Original, also das Main Game hat so an die 100 Stunden. Je nachdem, wie stark das du rushst. Da geht's halt auch irgendwo hin, ne? Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das überlebe, wenn ich da... Ja, jetzt probieren wir es einfach aus, ich meine. Ja gut, das war mir jetzt fast klar. Das DLC ist klein, aber dennoch sehr groß, ja. Definitiv. Also du kriegst richtig viel Kohle, also du kriegst richtig viel Spiel vom DLC für dein Geld, sagen wir es so. Generell von Elden Ring. Du kriegst von Elden Ring, wenn du da Geld ausgibst, kriegst du brutal viel Spiel. Brutal viel und brutal gut. Mittlerweile haben wir ja 2, 3 mehr, die wo sie Elden Ring geholt haben. Kathi hat sie Elden Ring gestern geholt, der Dampfe hat sie Elden Ring gestern geholt. Also ist schon geil, dass das dann so einen Bock auslöst, ne? Ich hab wichtig beim Turmspringen noch gemacht. Ja, ich wollte eine Arschbombe machen, ne? Aber wie kommst du dann da runter? Das macht mich jetzt direkt ein bisschen fuchtig. Ich will wissen, wie man da runterkommt. Muss ja irgendwie gehen. Gut, okay, das ist schon sehr hochgewollt, also es war schon sehr gutgläubig, dass ich da oben gesprungen bin. Kommt man da von da eher hinter die? Ah, muss mal schauen. Da musst irgendwie hinkommen, geht gar nicht anders. Bevor du mich angreifst. Gut, da haben wir jetzt so weit herum, ne? Aber vielleicht von da herunter. Frühstück mit dem rechten Schatten, dabei spielen wir gar kein Yu-Gi-Oh! Nicht. Ja. Das war ja dann langweilig, ne? Es ist halt witzig, weil halt das DLC von Elden Ring halt im Reich der Schatten spielt. Also das Gebiet heißt Reich der Schatten. Realm of Shadows. Aha, 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 aha. Ich bin's, ein Pfadfinderbazi. Okay, oder auch nicht. Ich bin's ein Vollblindgänger, weil jetzt bin ich genau da, wo ich vorher wieder aufgeschaut habe.
Wie kommst du da hin? Das gibt's ja nicht. Dann bist du die ganze Opfer von Mariki gemeint, ja. Der hat alle da hin verbannt. Ja, keine Ahnung, ich hab keinen Plan, wie da hinkommen soll. Da schaut's nicht, das schaut nicht aus, wie wenn da eine Straße hinführt, ne? Es ist da, ne? So. Blöd nur, dass die Firma Krabak dann denkt, du pass auf, da schaufelt man aus. Und da unten war der Ort der Gnade, ich sag's doch. Da unten ist der Ort der Gnade. Warte mal, wenn ich dort auf die hinten springe, will ich dann auch hin? Aha, da hinten an der Drache schon wieder. Das war halt ein Riesengebiet, was wir da noch erkunden könnten, wenn ich da irgendwie hinkomme, aber... Frage an die das wissen. Kann ich da jetzt schon hin oder kommt man da später erst hin? Oder muss man da irgendwie... Ah, da schauen wir her, das kann da über das zusammenhängen da. Da haben wir nämlich auch so einen Abgang gefunden, dass irgendwie reingeht, da erinnert. Und wahrscheinlich kommt man dann da irgendwie durch. Können ja, Weg ist aber versteckt. Hat das was mit dem da zum tun? Ja, okay, ich hab mir schon gedacht. Das ist das da unten, oder? Der Durchgang da, den habe ich vor 3 Streams schon entdeckt. Da geht's da unten raus, aber da kommst du halt da von da auch nicht oben. Das heißt, die Frage ist, wie komme ich da oben? Warte mal nicht. Also jetzt ist schon doch gut, da geht's rein. Das weiß ich jetzt gewesen. Ist da vielleicht noch einen anderen Abgang? Da hinten vielleicht. Ah, warte mal. Aha. Oh. Mein Sitz. Scheiß Kinder verfluchter. Hab gehört, oben springen sie in die Spieler immer gut. Mittel kommt auf die Höhe drauf an, Mr. Baby. Aber ja. Faden. Genau den brauchen wir am Faden, damit wir so seilen können. Ne? So, jump wir mal down. Ne? Downstairs, you know. Verstehst du, wie ich meine? Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt gefunden habe, aber wir haben halt jetzt einfach da, okay? Vielleicht führt uns das ja irgendwie wohin. Ja, perfekt. Easy. Easy. Das ist genau da oben haben wir gestanden. Und da haben wir nicht gewusst, wie wir runterkommen. Jetzt sind wir trotzdem da. Ha! Ich bin doch ein Pfadfinder. Was hat es jetzt ist dafür gestanden? Hallo? Was bist du?
goldenes Horn. Also Truhe. Goldene Bögen. Aha. Aha, da geht's jetzt weiter oben. Okay, ja gut. Schattensonnenblume. Steht's da an? Ah, nur mal sicherheitshalber durchrennen, nicht dass da noch doch irgendeine versteckte Mauer ist. Ist jetzt so verdächtig, wenn da so ein Gegner davor kniet, ne? Wird ein paar Kerzen aufgestellt. Und eine Leiter. Perfekt! Ein versiegter Brunnen. Ziemlich finster da in der Arena. In Wirklichkeit spielen wir Super Mario, ne? Let's go! Da! Der Luft ist hier so rein! Ja, ja. Ja, easy. Perfekt. Bonnidorf. Ha, alle Wege führen nach Rom irgendwann, ne? Perfekt, dann haben wir da herunter. Easy, dann können wir da noch ein bisschen luren. Erst rostet er mir mehr aus. Gibt's bestimmt auch das eine. Warum hängt da lauter Tipf? Wo ist Clyde? Bonnie und Clyde, ja. Den finden wir vielleicht noch. Vielleicht finden wir auch ein Dorf Clyde. Das war ein brutales Easter Egg eigentlich, wenn du mich fragst. Weil, wie geht's denn dir eigentlich mit deiner Bocke? Geht's da schon besser? Oder ist ein ausbaufähig? Also ausbaufähig ist mit Sicherheit noch, aber... Okay, in dem Dorf ist einfach fucking niemand. Okay, fast niemand. Aha, erst einen auf Trenzer machen und dann darf's mir angreifen. Das hat's bei Ula lieber. Oh, ist das? Aha. Aha. Großer Herrscher. Der große Herrscher kann mich gleich mit Kreuzweis. Wie, der droppt nix? Was ist denn der für ein Penner? Wie kann ein kleiner Scheißhaufen so groß werden? Das ist Wahnsinn. Ich mach jetzt by the way nicht die, gell? Merci dir für deinen Raid. Ich vermute mal, du hast Hardcore RTA gegrindet. Wie geht's da? Mit deiner Backe, also mit deinem Zahn. Du hast ja irgendein Zahnleiden gehabt, ne?
Na, jetzt schaut's mal bei Michi vorbei. So ein Arbeitskollege von mir, der spielt Summoners War. Überwiegend. Zu 99,9% der Fälle. Habe ich früher selber gespielt. Mittlerweile bin ich weg davon. Aber gerne mal ein bisschen Liebe da lassen. Und danke nochmal für den Raid. Jo, 2 Ränge gepusht. Sehr gut. GZ. So. Ja, wir kommen gerade nicht so ganz voran, weil wir von 3000 Gegner aufgehalten werden. Aber wir bauen uns schon unseren Weg. Das ist halt das Geile in Elden Ring. Du findest irgendeine Passage, kommst zu einem neuen Ort und kannst dann wieder in Ruhe umschauen und was Neues entdecken. Weiterhin ausbaufähig, aber ist in Arbeit. Einen weiteren Zaun verloren, noch einer wilden wird folgen und 2 Kronen. Ach du Scheiße. Ja, dann wünscht er dir weiterhin alles erdenklich gute und schnelle Genesung, dass das alles wieder ins Reine kommt. Das ist unzauberhaft sowas. Fleischermesser aus Bonnie. Aha, dann brauchen wir jetzt quasi noch einen Wetzstein von Clyde. Oder wie sage ich das? Zum Fick? Okay, keine Ahnung, was mein Papa da gerade tut, aber ich hätte sich auch, wie wenn er einen Rasenstaub sagen wird. So, wie schaut's jetzt da aus? Okay, um mich können wir der mal auf alle Fälle. Nennt mich pervers, aber gibt's nichts Geileres nach so einem Abend wie gestern, wenn es zum Frühstücken lecker Bismarckbredel gibt? Der Fisch muss wieder schwimmen. Das kommt darauf an, was du gestern für einen Abend gehabt hast. Okay, da hinten können wir auf jeden Fall auch mal schauen. Ich glaube, da fahren wir sogar auch dahinter. Dass er auf dumme Gedanken kommt. Bier mit Cuba Libre in rauen Mengen. Das hört sich massivst nach einer Eskalation an, aber ja. Aber beziehungsweise nein, hört sich nicht perverso, weil bei uns gibt es auch Leute. Bei uns gibt es auch Leute, die wo nach einer Eskalation Essiggurken und Obpatzte essen. Von daher. Ja, jetzt schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Skorpion und Pfitteufel. Der andere, da ist er. Oh, Schilder, Ignierscheiben. Beziehungsweise hat der Skorpion überhaupt eine Knierscheiben? Musst du mal probieren? Ja, probieren Sie dieses. Ich selber hab's da nicht gegessen, aber ich hab mir sagen lassen, es wirkt. Oh, das ist ein Tunnel. Machen wir da einen Dungeon. Kerker von Bonnie. Oh. Brille Sonne, Dungeon Time it is. Lalz, ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Keine Sorge, bevor jetzt jeder schon schreit. Wir machen jetzt kurz Pause, okay? Ich muss mir schnell kurz bieseln gehen und muss mir schnell kurz da oben abchecken, wo es der Phase ist, okay? Du, ich kenne Leute, die trinken das Gurkenglas aus. Ja, Shiranui kenne ich ebenfalls. Kenne ich ebenfalls. Ich kenne Leute, die wo Gurkenglas aussaufen. Kerker von Bonnie hört sich anders wilder. Ja, für die ganzen Simper unter uns hört sich das jetzt pervers an, das stimmt. Leils, ich gehe schnell kurz 2 Minuten Pause machen. Ihr
geht's irgendwas zum Dringen und zum Knabbern halt. Ein bisschen machen wir noch, ungefähr eine Stunde sowas, ne? Ein bisschen an Content machen wir halt noch. Und dann schauen wir mal, was in dem Kerker da auf uns wartet. Okay? In diesem Sinne, bis gleich und sauber bleiben. Ne? Bin gleich wieder da. So, dann mal weiter. Schauen wir mal, was der Dungeon noch für uns bereithält. Oder? Guckt's nie. Aber zauberhaft. Kerker von Bonnie. Den werden wir jetzt einmal rosten. Damit unsere Sachen wieder aufgefrischt haben. Und dann schauen wir mal, was der Kerker für uns bereithält. Ach, das ist auch wieder so ein Dungeon wie der letzte. Wir waren ja vorgestern auch in so einem Dungeon, der hat von der Optik genauso ausgeschaut mit den ganzen Töpfen. Die Frage ist jetzt erstmal, da könnte man irgendwie um.
Ist mein Brotzeit aufwachsen. Okay, das ist das erste Mal, dass er so Viech beißt. Wieder oben. Ach du Scheiße, wo haben wir denn jetzt? Lieber wahlweise erstmal nach oben, bevor nach unten. Ah, hat das? Nein. Alter, ist Alpha-Ratz dahinter. Jassi, wie geht's dir in Elden Ring? Ich war gestern auf einer Hochzeit, ich hab gesehen, dass du Elden Ring gestreamt hast, aber hab halt obviously nicht zuschauen können. Wie geht's voran? Immer noch addicted? Oder schon gefrustet? Aha. Erste Meluren. Ja, genau. Horntalisman der Tapferen +2. Erhöht die Robustheit erheblich. Okay, Robustheit gegenüber was? Robustheit gegenüber was? Ist die Frage. Aha, da waren wir vorher, okay. Gut, dann können wir wieder retour gehen. Das von Horn getragen wird, erhöht die Robustheit erheblich. Robustheit definiert die Resistenz gegenüber Blutungen und Frost. Okay, ja gut, nice. Gegen Blutung und Frost. Warum sagt man das, dass der Gegner da drin, der Boss in dem Dungeon, Blutung oder Frost hat? Oder beides? Ja, genau, Fixing. Das ist immer vom Vorteil, wenn man Blutung hat, ne? Ganz schön tanky wie das, dass das nur Schnecken haben. Hey, geil, dass drüben vor jetzt Fleisch aufs Feuer schmeißen. Adios, Mr. Price. Merci dir fürs Dasein und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Grillerei. Wir werden eh nicht mehr allzu lang machen. Ne? Also wir schauen jetzt den Dungeon noch ein bisschen an und dann meine ich eh zauberhaft für heute dann. Okay, das, was mir schon wieder nicht so gefällt, ja genau. Was mir schon wieder nicht so gefällt, ist, dass das schon wieder so verwinkelt ist. Das ist I don't like this. Oh, leck. Jetzt das Bossareal wahrscheinlich, oder? Erstmal in die andere Richtung.
So, von da haben wir gekommen. Okay, dann gehen wir erstmal da weiter. I see what it is, man. Ah, wow, gebrochene Rune, oder? Du bist da so ein Vogel. Jetzt da wenigstens noch weiter. Will ich nicht. Okay, ja, da müssen wir da oben. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Ich sag das, wie es ist. Gefällt mir nicht. Der hat den immer so gehandelt. Aber da haben mehrere, wenn man schon fast denkt. Kommst du zu mir? Maybe? Yo, what up? What up, bro? What up? Ah, fein ist er. Aha, Kinder können wir natürlich auch gleich noch, oder? Überlegt sich nochmal. Oh, hi. Warum das Denkgezule auslösen? Der wird lebendig. Aber, wow, saubere Rückhandschelle. Da oben ist ein Item. Da wird er lebendig, ist ja klar. Gut, dass wir mir mittlerweile mit dem Bild echt dezenten Schaden machen. Das war ja am Anfang vom DLC ein massives Problem, weil wir einfach 2 Damage Output gehabt haben. Verlorene Kriegsasche. Schlüssel-Item. Okay, keiner, der wohl lebendig werden kann? Ah ja. Oh hey. Schon ekelhaft, die Viecher, die aus einer in die Dipf rauskommen. Der Dungeon geht aber ziemlich tief, ne? Da hinten ist der Bossraum.
Und davor ein Ort der Gnade. Sag ich das richtig? Nein, das ist kein Ort der Gnade. Es war jetzt eigentlich mehr riskant als wie schlau, dass ich das gemacht habe. Ich habe mehr die Kinder zum Lernen. Ist doch garantiert ein Shortcut nach oben, oder? Das kann auch nicht sein, dass du den ganzen Weg da oben rennen musst, wenn du bei dem Boss verreckst. Okay, das ist leicht. Heißt das, dass du den Aufzug wieder rufen kannst, oder was? Okay, da ist ein Boss drin, auf jeden Fall. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es da einen Pfahl von Marika irgendwo gibt. Aber wenn wir da drin sterben, dann können wir den ganzen Weg nochmal laufen, ansonsten, ne? Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da irgendwo ein Pfahl ist, den wir jetzt einfach gerade nicht gesehen haben. Okay, möchtest du einen Tipp? Nein, gerade nicht, steht da. Ja, komm. Fluchklingenlabyrinth. Er ist unsichtbar. Alter, der Damage! Easy. Fluchklingenmehrer. Okay, das zähle ich jetzt nicht als Boss. Das war ja ein kompletter Witz. Das zähle ich jetzt nicht als Boss. Das war irgendeine, keine Ahnung. Aber mein Damage Output auf alle Fälle nice. Ja, okay, cool. Das ist der schwächste Boss in dem DLC. Ich habe aber beim letzten Mal... Pass auf, ich kann ihn auf der Map sagen. Der Dungeon da drüben, Kerker von Belurat, da war auch ein Boss drin, der war lachhaft. Aber gut, sei es drum. Ja, asozial.
Gut, da hinter die Zug geht's ja wohl nicht weiter. Kann man zumindest jetzt nicht vorstellen, oder? Geht's da noch weiter? Na, da steht's auch. Okay. Da oben zu wahrscheinlich auch nichts, oder? Nö. Dann... haben wir da eigentlich alles abgegrast, beziehungsweise da unten kann es eventuell noch umgehen dann. Jetzt mal gleich nochmal schauen. Ja, dann jetzt die ganzen Skorpionviecher wieder, das ist jetzt für mich relativ. Na, da ist auch tote Hose. Cool. Cool. Aber nice. Dann haben wir jetzt auf alle Fälle da aber das komplette Gebiet, was wir da erkunden werden. Ja, da wird es auch noch irgendwo wahrscheinlich da und einer gehen und dann kommst du da schon irgendwie auf. Beziehungsweise da dann eher nicht, weil da ist ja der Wasserfall. Aber da kommst über den Weg, über den Pfad da auf dazu, kommst dann da wahrscheinlich irgendwie her und dann kannst du von da dann irgendwie da oben oder wie auch immer. Das wird dann da schon irgendwie möglich sein. Das wird da schon irgendwie möglich sein. Geht's auch noch um? Gut, das haben wir vorher alles gemacht da. Brauchen wir jetzt uns nicht nochmal anschauen. Was ist da hinten? Ach, schau her, da warten wir eh schon so weit. Da kommst du... Moment, da kommst du sogar um. Aha, da schau her, da haben wir eh schon so weit. Oh Mutter, das ist eine Geste. Ja, da geht's dir, wo leck mich am Arsch. Da bin ich gespannt, wie du da dann oben kommst. Aber ich vermute mal, das geht dann irgendwo jenseits der Brücken da dahinter. Alter, wie tief geht's denn da oben? Hey, das ist ein Wahnsinn. Alter, wie viel... Also, ohne Scheiß, jetzt pass mal auf. Wenn wir jetzt... Oh, da ist ein Item, Moment. Peitschenhütte, Zahnpeitsche, ja, herzlichen Glückwunsch. Ohne Scheiß, wenn man alles sieht, also wenn man überall hin kann, was man sagt, dann meine ich, dann wird das ein längeres Projekt. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Dann meine ich, haben wir in 3 Monaten noch mit Elden Ring beschäftigt. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, so ist es jetzt nicht. Die Frage ist, ob ihr da was dagegen habt. Wenn man längere Zeit nichts anderes zeigt wie Elden Ring. Oder hinter so genau, das ist gut für uns. Alter, wir haben über 300.000 Echos, die sollten wir fast einmal ausgeben. Von mir aus kannst du noch Jahre hinaus.
Ja, das Jahr wird generell sehr Souls-lastig, weil eben jetzt durchs Elden Ring DLC, dann kommt im August Black Myth Wukong raus, das werden wir auch zocken. Wir laufen noch, also quasi vor Elden Ring haben wir ja mit Bloodborne noch einen Run begonnen, den werden wir auch noch fertig spielen. Da haben wir zwar schon ziemlich am Ende, aber, ne? Ja, steht einiges an. Sekiro möchte ich wieder mal einen Run machen. Also Souls-Likes werden uns dieses Jahr noch sehr stark begleiten. An und für sich. Aber die Community ist ja mittlerweile sehr addicted worden, was Souls angeht. Also, von daher. Willst du auch mal Lords of the Fallen spielen? Hab ich schon. Wenn es dir interessiert, Thomas, Ausrufezeichen YouTube, da ist mein Wortkanal, da kannst du dir die komplette Dröhnung Lords of the Fallen geben. Okay, wie man dann, aber ganz ehrlich, wie man da oben kommen soll, das weiß ich nicht. Da geht's da die Brücke wieder um mich, da kommst du schon irgendwie oben, aber wie ist halt, das ist halt wieder auf einen anderen Ziel. Können wir mal schauen, weil es hängt auf alle Fälle mit dem da hinten irgendwie zusammen. Vor allem da unten ist ja dann nochmal ein komplettes Gebiet so. Ja, aber von da keine Chance. Außer es gibt von dem Dungeon einen Geheimausgang. Dann kann es vielleicht möglich sein, aber das macht auch keinen Sinn. Ich vermute mal, da musst du dann von da herum oben. Du musst dann von da her oben irgendwie dann da oben und dann bist du dann da unten drin. Genau so wird's laufen. Du wirst von da rauf müssen. Und von da herum kannst du dich dann wahrscheinlich irgendwie da herfallen lassen und von da dann irgendwo da her und dann kommst du da irgendwie runter nach und nach. Und dann bist du da runter in dem Gebiet. Wo du dann wahrscheinlich Zugang zu dem Gebiet kriegst. Wobei es geht auch von da. Hab ich letztens offstream kurz geschaut, da geht der Weg tatsächlich in das Gebiet rein. Von daher wird das schon so sein. Nein, schau mir gerne an. Ich fand das Game wirklich schwer und etwas frustrierend, vor allem die Sprungpassagen. Ja, also die Sprungpassagen in Lords of the Fallen, da habe ich mir zwischenzeitlich echt gedacht, ich hab mir einen Hardcore Super Mario Titel gekauft. Aber ansonsten war das Game nice. Hat coole Game-Mechaniken gehabt, nein, vor allem die Mechanik mit zwei verschiedenen Welten, also mit dieser Welt der Lebenden und der Welt der Toten, das war schon ganz cool. Aber ja, es hätte ein bisschen balanced sein können, sagen wir es so. Vor allem am Ende, das letzte Gebiet, da wo du, keine Ahnung, 6, 7 Gegner gleichzeitig umhauen sollst, das ist halt, das war schon ziemlich hart an der Grenze. Ich höre da irgendeinen so einen Skarabäus. Oh. Schnauze. Ja, jetzt haben sie wieder einen Streichelzoo auslassen, oder was? Ja, perfekt. Sag mal, kommst du... Ah, da ist er. Hä? Okay, da muss man sich aussneaken, meine, hä? Verdammt! Wo ist er denn jetzt? Ja gut, das kann ich jetzt vergessen, weil da 12 voneinander drinnen. Das markieren wir jetzt einmal schnell.
Okay. Aber warte mal, jetzt kann es vielleicht gehen. Hey, wie der wischen das Arschloch, das ist ja Wahnsinn. Ah, vielleicht von oben, jetzt pass auf. Tobende Bestie, easy. Okay. Ja, offensichtlich ist es der Wolfswald. Oh. Scusi. Aber das Gebiet an und für sich schaut geil aus. Mit einem Schatten gehüllter Wald. Dein YouTube-Kanal gefunden, nice. Werde mir da mal deine Folgen zu Lords of the Fallen anschauen und denke noch ein paar andere auch. Ja, also mein YouTube-Kanal dient einfach nur als Archiv. Also freut mich natürlich, wenn du ihn abonnierst, aber der ist jetzt nicht dazu gedacht, irgendwie da mordsdrum groß zu werden. Sondern der dient eigentlich mehr oder weniger nur dazu, dass andere Leute halt mal was nachschauen können jederzeit, wenn sie wollen. Und halt als Archiv sozusagen für mich und meine Zukunft irgendwann einmal, sollte ich diese Geschichte irgendwann aufhören. Ja, perfekt, danke euch. Super. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Easy. Scheiß Mistvieh hier. Den Käfig einschuhe. Gut, da geht's nicht auf. Jetzt wird dann wahrscheinlich auch andere Seiten. Pfiffi Platz jetzt, ja genau. Alle 10 anbissen, gleichzeitig. Okay, der Wald ist... Die Gegend ist komplett vom Wolf verseucht. Hunde und Wölfe soll es einfach bis auf Sif. Ja, Sif ist Ehre. Sif ist Ehre. Aber ich hab's ja vorher gesagt, alles was in Souls-Likes 4 Füße und Fliegel oder Fliegel hat, Arschloch. Straight, einfach Arschloch. Ist scheißegal, ob dieser Wolf ist oder irgendeine Fledermaus. Kannst du die Tonne werfen. Gut, ich generiere halt meine ganze Heilung wieder zurück, weil ich so viele Gegner auf einmal mache, ne? Ja, perfekt. Das ist ein fetter Golem. Den markieren wir jetzt auch mal. Aber wie markieren wir den jetzt halt? Totenkopf ist Boss. Was da machen wir Schwert draus? Schwerthorst Golem. Die sind richtig reidig zum Bekämpfer. Na, chillen Sie die Kniescheibe. Nein, chillen Sie die Kniescheibe. Achso, da laufe ich jetzt einfach vorbei. Der wird mich doch nicht so ohne weiteres einfach erkunden lassen.
Der schöne Wald. Gut, Baum fahren kann er. Die Viecher sind richtig lästig. Jetzt will ich erstmal stiften, gell? Den mache ich vielleicht offstream. Eventuell. Da hat sich jetzt beruhigt da unter, ja, Gott sei Dank. Einfach alles zu mit Wölfen, das ist Wahnsinn. Da ist ein Gebäude auf jeden Fall. Schon wieder Wölfe. So, Secret? Nö. So hat nicht so ausgeschaut, wie wenn man da irgendwo hinkam. Ah, das haben wir heute Gnade, perfekt. Okay, jetzt muss man Markierungen. Da wo ich her. Da wo ich her. Eventuell da auf, da um. Und da muss man mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, da ist ein Turm. Rabatsturm. Okay, der schaut halt massivst aus wie der von der Rani. Die haben dort aber wahrscheinlich nicht so viel gemeinsam. Lebt mir Musch. Sie schon Mord. Aha. Da war einer vor uns. Gerät bewegt sich nicht. Okay. Wait. Aha. Da müssen wir irgendwo wieder so einen Steinehaufen finden. Den man aktivieren kann, dann können wir da aufs Dach springen und vom Dach aus können wir dann in den Turm. Die Frage ist nur, wo ist der Steinehaufen?
kann normal nicht so weit weg sein. Vielleicht irgendetwas. Okay, nein, das war Spiel selber. Ja, okay, das merken wir uns einmal. Okay. Gut, Freunde der Sonne. Ich glaube, da muss man einen Cut für heute. Ich bin zufrieden mit dem Progress. Wir haben ein Messer gelegt. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Beziehungsweise wir haben eigentlich mehr oder weniger blind in den eingestolpert. Aber dass ich ihn auf 3 Tries habe, das hätte selbst ich nicht für möglich gehalten. Ne? Das ist mein Ego als Soul-Spieler wieder genesen, sozusagen. Ne? Hoppala. Aber ansonsten haben wir gut Meta gemacht heute. Wir haben ein bisschen was erkunden können. Wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Sozusagen. Oder was heißt nice? Das Gebiet an und für sich nicht, aber ein neuer Bereich sozusagen haben wir zugänglich gekriegt. Von daher meine passt das schon an und für sich. Aber das DLC bockt auf alle Fälle richtig hart. Also wie gesagt, wenn momentan die Zeit hätte, da ich am liebsten einen 12-Stunden-Stream nach den anderen machen. Aber die Zeit habe ich leider nicht. Weil andere Dinge ja natürlich auch zu tun sind. Von daher glaube ich aber, dass das Pensum aktuell, was Elden Ring Streams angeht, glaube ich, vernünftig ist. Also es ist zwar momentan vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu wenig abwechslungsreich, weil wir halt nur Elden Ring spielen, aber das habe ich auch gesagt, dass das jetzt einfach ein Marathonprojekt wird und so wie ich das sehe, von der Größe her, wird es uns schon noch eine Zeit beschäftigen. Ja? Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe unfassbar viel Lust, das Spiel weiter zum Entdecken oder das DLC. Es ist macht einfach so viel Spaß, wenn du durch die Welt laufst und halt neue Dinge entdeckst. Und vor allem zum ersten Mal entdeckst. Kurzes Hallo von der Level Up Salzburg. Habe ich der sei. Kurzes Hallo nach Salzburg. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass das so taugt. Ja, brutal. Also sowas zum ersten Mal zum Spielen ist einfach, vor allem wenn es so um Elden Ring geht, ist einfach immer ganz was Eigens. So jetzt das, was du in dem ersten Run blind erlebst du kein zweites Mal nicht so. Weil du halt dann die Geheimnisse halt alle dann schon kennst. Aber ja, das DLC taugt mir auf alle Fälle richtig stark. Also am Anfang war ich noch so ein bisschen, wo man denkt, wow, leck, das wird richtig krass schwer. Es ist auch richtig anspruchsvoll, also nicht falsch verstehen, die Gegner haben teilweise echt nicht ohne. Aber mittlerweile bin ich wieder voll drin und es funktioniert jetzt halt auch so vom Bild her, vom Blutungsbild, den ich jetzt habe. Man kommt schon zurecht jetzt mittlerweile. So. Aber das Niveau vom DLC ist halt deutlich höher als vom Main Game. Das muss man schon ganz klar sagen. Ist der Stream schon vorbei für heute? Ja, wir sind mal gerade beim Abmoderieren. Ich bin jetzt seit kurz nach 9 live. Ich muss jetzt noch raus, Mann, bei der größten Hits. Von daher lassen wir es halt gut sein, weil, ja, eventuell geht ja der eine oder andere noch ins Freibad oder sonst was. Von daher glaube ich, passt schon, dass wir nicht in die ersten Hits einstreamen. So, endlich daheim nach 28 Stunden wach. Ich mache erst mal noch einen Mittagsschlaf. King of Barbecue, tun Sie dieses, schlafen Sie gut, ruhen Sie sich aus, willkommen zu Hause. Und ja, wenn Sie es, du kannst ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel du mitgekriegt hast, aber ich weiß es nicht. Wird das gespeichert oder wird noch auf YouTube gelangt, keine Ahnung. Dann kriegen wir das hier. Apropos YouTube, da wird jetzt dann kann ich glaube ich jetzt gerade schnell noch machen. Wird heute die 4. Wort veröffentlicht von Elden Ring. Schau ich mal schnell, die müssen mal schon da sein. Jo. Also wer Nachschau-Squad-Content braucht, Part 4 von DLC ist jetzt auf YouTube veröffentlicht. An der Stelle. Genau. So, was ich auch gleich noch mache, das mache ich jetzt direkt on Fleek. Ich nehme jetzt Yassi on Stream offiziell in die Bazi Gang Hall of Fame auf. Weil das ist nicht vergiss, ne? Nicht aus, heute Futzen schreiben wir nicht so an. Panels bearbeiten. Das machen wir jetzt direkt im Flyby.
Jetzt hätte ich mich fast verschrieben. Jetzt hat passt's. Gut. Ja, Sie herzlich willkommen in der Basigang, in der Basigang Hall of Fame. Vielen lieben Dank für deinen langen Support, fürs immer wieder da sein, fürs Zuschauen. Ja, du supportest mehr als der Normalo. Das hört sich jetzt besser als morgen. Aber vielen lieben Dank für deine ganze Zuschauertreue und herzlich willkommen in der Hall of Fame. Freut mich. Das ist wieder um eine Person erweitert. Irgendwann haben wir vielleicht einmal so ein ganz Bierzelt voll mit Hall of Fame Mitgliedern. Gut, jetzt schauen wir noch schnell, wer live ist. Das kann der gleich noch machen. Sabi. Ja, wir gehen mal zu Sabi. Sabi spielt Phasmophobia, Freunde der Sonne. Der Raid-Command ist bereits im Chat. Bitte kopiert einfach das, für was ihr braucht, Subs oder Non-Subs. Und dann bei der Sabi einfügen. Die spielt Phasmophobia. Lasst der Sabi bitte auch ein bisschen Liebe da, die hat es absolut verdient. Zeigt ein bisschen ein Herz, okay? Aufs Following drucken, das kostet nichts, ihr wisst es ganz genau, aber das hilft uns Streamer halt ungemein. Danke auch an der Stelle an das Blutname fürs Followen und an den ganzen Support halt wieder fürs Dasein, fürs Zuschauen. Freut mich auf jedes Mal aufs Neue. Und ja, von daher. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich wieder live gehe. Vermutlich erst am Mittwoch, weil morgen muss ich Tennis spielen. Ich vermute mal schwer, dass mich morgen noch im Tennis eher nicht mehr gefreut. Vielleicht kann es aber spontan sein, dass ich Nachmittag live komme. Ich kann es nicht versprechen. Kann sein, muss nicht. Ansonsten sehen wir uns erst am Mittwoch wieder. Okay, weil ich habe Montag Spätschicht. Da kann ich bekanntermaßen nicht streamen. Also morgen wird es dann sehr spontan am Nachmittag. Oder halt dann spätestens, wie gesagt, am Mittwoch wieder zu gewohnter Zeit um 18 Uhr mit Elden Ring. Ist klar. Da machen wir dann da schauen wir uns in dem Gebiet, was wir jetzt freigeschalten haben, nochmal um. Und vielleicht gehen wir dann auch in das neue Gebiet. Wie hat das geheißen? Irgendwas mit Rau, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das obere linke Gebiet auf alle Fälle, das schauen wir uns dann auch vielleicht einmal noch an. Müssen wir schauen. Okay? In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch alle einen schönen Samstag. Für alle, die heute Länderspiel schauen, drückt eine Favoritenteams die Daumen. Ich werde heute Abend auch Deutschland anschauen. Heute geht die EM wieder weiter. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Genießt das Wetter, geht ins Freibad oder an einen Baggersee oder was weiß ich. Oder legt euch einfach in die Sonne und lasst euch brutzeln. Trinkt's fein, schaut's auf, cremt euch ein. Und dann sage ich mal merci, Name fürs Dasein. Viel Spaß bei der Sabi. Und wir hören uns dann alle spätestens, wie gesagt, am Mittwoch wieder oder vielleicht morgen spontan. Okay? Haut's euch eine. Bis die Tage. Danke nochmal für alles. Für euch.